Weißt du wie? Er hat mir Spaghetti ins Gesicht gerührt, als ich gekocht habe. Ich habe Spaghetti gekocht, Carbonara. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe nicht mehr gekocht, das ist mi. So haben wir angefangen zu streiten. Und danach sagt er so, hat der Spaghetti so die Hand genommen, hat mir die Spaghetti ins Gesicht gerührt und hat gesagt, das ist Carbonara für dich, wegen Italiener, du weißt. Hast du aber nicht den Rahmen nicht da? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Keine Ahnung. Und was für ein HS, Alter. Pfanne genommen, baff, direkt durch Kopf. Dort sind sogar Bullen zu uns heimgekommen, ja, Mann. Hast du mal etwas mit dem 6ix9ine gehabt? Ja. Wie ist das dazu gekommen? Der ist war- schon bekannt. Ja, er hat das Konzert gehabt. Also Und du hast dann- gesagt, er sei der hässlichste Typ, wo du jemals etwas gehabt hast, oder? Ja, aber ich finde eben manchmal hässliche Typ attraktiv. Ich weiß sowieso, ich habe Ja. so einen dick bisschen. Und wie ist das dazu gekommen? Kerl oder mit Ja. Wiz Khalifa auch. Mit ihm hast du auch etwas gehabt, oder? Mhm. Mit dem Wiz Khalifa? Aha. Auch Backstage gegangen? Frauenfeld habe ich ihn kennengelernt. Ah, Open Air. okay. Er ist der liebste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Ja. So korrekt und so lieb. Ich kann ihm am besten mal meine Titten zeigen. Ist es scripted alles, oder was? Also alles ist nicht scripted, aber es ist schon nicht wirklich natürlich. I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Der Podcast wird gesponsert von Super Kimura. Es ist ein Trainer aus Bern. Er macht Videos über Kampfsport auf Social Media. Ich tue unter seine Accounts unten dran in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du dort schön draufdrücken und ihm einen schönen Follow gönnen. Dann er sponsert den Podcast. Merci vielmals und einen schönen Abend. Der Podcast wird gesponsert von pitch.ch. Alternativpatronen bis zu 80%. Schaut vorbei. Er hat 3 verschiedene Seiten: Österreich, Deutsch und Schweiz. Geht drauf und bringt ihn heim. Also, willkommen bei Bierweich Talk. Das ist Folge Nummer 15 mit dem Mia Madison heute. Mia, stell dich bitte kurz vor bei der Cam. Bring ihn heim. Wie soll ich mich vorstellen? Es hat doch jeder Ja, wissen, es wer hat ich sicher bin. irgendwelche. Nein, Spaß. Heute zusammen, ich bin Mia. Mich kennt man aus dem Reality-TV. Ich bin mittlerweile Mami von bald in einer Woche 2 Mädchens. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast bin. So, das wär's gewesen. Nein, okay, danke vielmals. Ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Kindheit und so. Wo bist du aufgewachsen? Bist du Schweizerin überhaupt? Das ist sehr wichtig da bei uns. Also eigentlich, Eltern sind, also Vater Tunesien, Mutter Portugal, aber ich bin in der Schweiz geboren. Ah, was? Du bist halb Portugiesien? Ja. Ich habe es gar nicht gewusst. Alter. Ja, halb Portugal. Halb Kannst du Portugiesisch? Nein. Kannst du Nicht mehr. Arabisch? Aber ich verstand schon. Arabisch kann ich ja. Ja, gut, perfekt. Ja. Nein, perfekt nicht, aber ich kann es. Ja, Ich kann mich okay. unterhalten, sagen wir so. Ich bin in Tunesien fast gestorben einmal. Ja, ich schwöre, ohne Wegen? Scheiß. Ich habe Herzmuskelentzündung und so bekommen, wegen Kolibakterien. Ui, wirklich? 5-Sterne-Hotel gewesen und das Essen ist nicht so... Wo bist du in Ja. Djerba? Ist das Jeder. normal, oder? Ja, nein, aber ich meine, jeder geht auf Djerba, deswegen. Aber Ja, voll, aber das Essen ist super schlimm. Aber du kannst nicht... Der Stiefvater von meiner Frau ist eben auch Tunesier, weißt du? Und okay. die haben mir nachher gesagt, ja, es ist wegen dem Essen, du bist nicht gewöhnt. Ich so, doch, ich weiß schon, aber das war einfach sehr gruselig gewesen. Ja, Voll. weil ich keine Hygiene hatte. Okay, und eben dann, bist du in der Schule Kinski Problemkind gewesen, oder nicht? Nein, ich war einfach dumm. Ich Dumm? war wirklich dumm, ich war Sektionsschüler. Sonderschule, weißt du? Aber hat man das schon im Kinski gemerkt, dass du dumm bist? Ja? Nein. Also ich glaube, Also es hat dumm. einfach damit Was heisst zu tun dumm? gehabt. Ja, dumm. Weißt du, was ist dumm? Keine Mathe, keine Politik, gar nichts. Kein Deutsch, gar nichts habe ich können. Ich bin Deutsch hast du keine nicht können, ja? gemacht in der Schule. Ich habe geträumt und einfach dort geguckt und das gemacht, was ich musste. 9 Stunden Ja. hoch am Tag, ja. Und Deutsch hast du nicht können, richtig, oder? Nein, ich meine so, weißt du, die Fächer Deutsch. Ah, okay. So meine ich. Okay. Also du bist schon scheiße gewesen, schon die erste Unterstufe und so. Ja, ich bin immer scheiße gewesen. Also sogar die erste Klasse müssen wiederholen. Ich musste den Kinski wiederholen. Ja, nein, Ja, ich die erste voll. Klasse. Wieso hast du die erste Klasse wiederholen? Ja, keine Ahnung, weil ich irgendwann nicht mitheben konnte. I don't know. Aha, weil du nicht hast können mitheben und dann hat es Mhm. sich nochmal wiederholen Und dann haben lassen. sie mir nochmal wiederholen lassen. Ah, Und was? dann bin ich ja im Heim aufgewachsen und dann dort lernst du sowieso einen Scheiß. Wieso bist du ins Heim nachher? Ja, wegen Eltern, also Stiefvater. Haben sie gestritten, oder? Ja, häusliche Gewalt, also er hat es einfach geschlagen und ich habe das nämlich Kinski erzählt. Und Er dann, hat deine Mutter geschlagen. ja, voll. Und Wie dann alt bin bist ich du dort? 5, 6, so. Ah, wie meine Küngel jetzt. Und dann, ja, und dann bin ich in Kinski brüllen, hast gesagt, und dann ist sie ganz schnell vor der Tür gesehen, gell? Ah, du hast im Kinski gesagt, eben, Ja, wir ich habe im wir sagen Kinski- immer, weißt du, wir prügeln uns nicht, ich und meine Frau. Ja. Aber manchmal rasch ist vielleicht mal aus und so, weißt du, sagst du Ja, ins ja. Buch. Wir sagen immer, hey, du musst nicht erzählen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Und eben, nachher hat es dich... wo bist du denn angekommen? Ja, zuerst bin ich in Flagfamilie vor 2 Jahren. Aber wo? Sie haben dich dann die geholt? Sie haben mich die Hause geholt, ja.
Mit der Polizei sogar, weil meine Mutter hat Ja, was? wahrscheinlich hat sie einen Brief bekommen, dass sie mich dann und dann abgeben muss dort und dort und hat sie nicht gemacht und dann ist das Jugendamt mit der Bulle gekommen, zusammen. Ah, was? Krass. Ja, Ja, aber das ist sicher krass, das Kind, nicht? ja, hure viel Scheiß erlebt, aber mir geht's gut heute. Ja, aber mega klein, weißt du, du bist ja mega klein. Also wenn ich mir vorstelle, meine Tochter und sie würde Ja, sie ich würde denke ja mir voll immer, wenn brüllen ich und meine schreien. Tochter anschaue, also stell dir vor, schon in 4 Jahren würde das gleich passieren wie mir, ich würde durchdrehen. Wie alt ist sie jetzt? Meine Tochter ist 1,5. Ah, sie ist erst 1,5. Sie ist Mhm. groß. Krass. Was? Sie ist hure klein. Ja, weißt du, ich sehe bei meine und jetzt habe ich deine gesehen, sie ist schon groß. Ja, aber deine ist 9 Monate. Ja, 9, 8 Monate. Das macht schon viel aus. Ja, schon. Nein, okay. Okay, und nachher in der Schule? Nachher bist du die erste. Wo bist du in der Schule überhaupt? Ja, in Freienstein, Wo ist das? bei Embrach. Ah, das Embrach Psychiatrie dort. Ich kenne Kollegen, die in der Ja, Psychiatrie. Mein Vater war auch dort. Schon? Ja. Ah, was? Krass. Ja. Und dort in der Schule bist du auch scheiße gewesen, oder? Ja, Also der erste hast du wirklich gesagt, komplett ist scheisse. scheiße. Und dann das Einzige, was mir übrig geblieben ist, um eine Lehre zu machen, war Coiffeuse gsi. Ah, hast du das genommen, wo es schön unbedingt... Bei mir war es Kellner gewesen, eben. Ja, und bei mir ist Coiffeuse gsi. Das ist das Einzige, was ich hätte können machen mit meinem Schulabschluss und so. Weil ich so Ja, dumm immerhin hast du war. etwas gefunden, oder? Habe ich gefunden. Hat mir auch ziemlich Spass gemacht. Hast du durchgezogen, so der, oder? Ja. Ah, ich eben nicht. Bringen den heim machen. Aber eben, das haben wir letztes Mal besprochen, nämlich. Ja, was? Weil dort habe ich ein bisschen Shitstorm bekommen, weil ich habe gesagt, die bekannten Leute oder erfolgreichen Leute, Die haben meistens keinen Abschluss. nein, also die sind nicht aufgrund von der Lehre unbedingt erfolgreich geworden. Und dann, weißt du, das ist so ein Schweizer Ding. Die haben Weißt nachher alle mir du, gesagt, was ich daran denke, an was es liegt? Nee. Das ist, weil die Leute, die zum Beispiel auch keinen Abschluss haben oder halt eben so ein bisschen sind wie mir, oder? ja, Die hustlen mehr. Die ja, schauen für ihren Weg, die machen immer irgendetwas. Andere Ja. Leute, die in diesem System sind, arbeiten von morgen bis Abend 24/7. genau. Ich will nicht das Falsche überkommen, bevor ich wieder da Eben, Ich das bin ist gerade jetzt kommt es wieder verwirrt, falsch oder? über, safe. Eben, ich will nicht, dass es falsch überkommt, aber ja, sie sind halt in dem System, gell? Arbeiten und sie laufen einfach am System hinterher und das ist dann so wie eine Schneekugel und wir Selbstständige halt oder eben, wo, ja, musst halt immer schauen, wo du bleibst, gell? Voll, du bist ja nicht wegen Und deswegen kommst Coiffeuse. du immer weiter. Ja, und du bist ja nicht wegen Coiffeuse jetzt erfolgreich Nein. geworden oder so. Nein. Aber die sagen nachher, ja, was ist erfolgreich und so, weißt du, die definieren alle Erfolg. Du kannst auch erfolgreich sein, wenn du einfach ein Kind hast und glücklich bist, oder? ja, Aber ja. ich rede von Erfolg im Berufsleben, dass du nicht musst die ganze Ja. Zeit irgendwo arbeiten für irgendeinen Spaß, wo du gar keine Lust hast. Ich habe sehr oft müssen Mhm. arbeiten im Restaurant. Also okay, ich bin für meinen Vater arbeiten. Nicht für irgendeinen, aber ich habe wirklich am Schluss Teller an die Wand angeschossen. Ich glaube, ihr sind sogar mal essen, wo ich noch... Ja, Ich weiß voll. nicht, ob ich dort nicht mehr noch dort geschafft habe. Doch, du bist, also ich weiß nicht, ob du das geschafft hast, aber du bist schnell geholt. Ich glaube, ich habe nicht mehr dort geschafft. Hm. Ich habe angefangen, Teller an die Wand zu schiessen und so hinten dran. Ich habe keine Nerven mehr gehabt. Nein. Darf ich trinken? Ja, sicher. Bin ich, ja. Eben, und Kleines das... heute. Ich würde euch nochmal sagen, macht eure Lehre. Das heisst, sie hat Lehrabschluss. Also, ich habe nicht gesagt, macht keine Lehre. Bringt den heim, wenn ihr wollt. Wenn nicht, schönen Abend. Aber wenn du vom System schnurst, also so 9 to 5 würdest du nie mehr machen. Als Angestellte arbeiten, ja. Also jetzt schwierig. Das Problem ist eben, von unten raufgehen ist einfach. Mhm. Aber von oben wieder runtergehen. sehr Also was schwierig. meinst du, wegen dem Lohn schon, oder? Wegen Lohn, wegen allem. Dass ich mir wieder vorstellen müsste, dass ich irgendwo arbeite und irgendein Bastard mir sagt, was ich zu tun habe und was Ja. nicht. Kritisch. Gell, das ist eben so, das Es ist ist schwierig. kritisch, weil ich lasse mir nicht gerne etwas sagen. Und genau aus dem Grund bin ich in den Fernsehen gegangen und genau aus dem Grund habe ich mein Leben angefangen zu leben, wenn ich will, weil ich einfach ein Mensch bin. Ich kann es nicht haben, wenn man mir sagt, wenn ich das Leben habe. Ja, Was voll. ich zu tun habe. Ich habe das nicht gern. Ja. Und ja, natürlich, wenn es sein muss und jetzt gar nichts mehr läuft, dann mache ich es natürlich. Also habe ich gar keine andere Wahl. Aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, sagen wir es Mhm. so. Aber hast du manchmal Monate, wo es nicht so läuft? Weil, Ja, es hat mir nicht gegeben, wo ich denke, hey, so, wenn das so weitergeht, so, dann... also wegen was? Hast du keine Kooperationen gehabt, oder? Du lebst, ja, kannst du sagen, allgemein, von der was Name du ist ein lebst? bisschen wieder gedroppt und Weißt du, es dass ist die halt Leute immer alles verstehen, zusammen. dass die Leute verstehen, von, wo Mhm. du, von was du überhaupt Einkommen hast? Also von den Kooperationen her, eine Zeit lang ist auch OnlyFans nicht gelaufen, dies, das und dann nachher hat es schon wieder gegeben und ich denke dann, I don't know, wenn das so weitergeht, dann muss ich wieder arbeiten. Aber es ist schon die grösste Einnahmensquelle. Was wäre das? Was würdest du sagen? OnlyFans. Safe. Ja. Also mit Abstand. Mit Abstand. Ja? Mhm. Machst du das immer noch? Ja. Okay. Aber ich kann jetzt zum Beispiel keinen machen.
Aber würdest du also was, mit Abstand, das heisst, du hast sogar können Sachen ablehnen mit so Kooperationen aufgrund, weil du schon genug Cash hast mit den OnlyFans? Ja. Schon? Ja. Ich habe jeden Scheissdreck, muss ich mal. Wenn, Sag das doch nicht. hä? Spinnst. Ja, also für Das ist Dings. jetzt aber nein, das für alles muss würde ich jetzt nicht machen. Das ist das Dümmste, was er machen kann, so etwas sagen. Dass ich jeden Ja, nein. Scheiß machen muss. Ja, nein, weißt du, was ich meine? Ich muss, Ja. weil ich kann fast nichts, weißt du, was ich meine? Das würde ich nicht machen, weil dann nachher wissen die Leute ganz genau, dass du das nur machst wegen Kohle. Und dann kauft sie niemand mehr und dann Habe bringt ich dir schon das mal nichts etwas mehr. abgelehnt? Warte mal. Der Also muss für man noch Dildos oder so, beibringen, nein, Business für da, Dildos oder so würde ich ablehnen, weißt du, was ich meine? Was willst du ablehnen? Für Dildos oder so Werbung oder für den Sexshop oder so. Wieso? Ja, weil das nicht zu mir passt, so. Keine Ahnung. aber ich bin wieso nicht? Das ist etwas Natürliches. Also ich sage nicht, du musst Ja, aber Sexwerbung machen. ich. Aber ich habe ja auch eine Werbung gemacht für einen Womanizer oder so. Was ist jetzt daran schlimm? Ich bin Wir erstens ficken mal alle, hetero, oder? ich kann doch nicht für einen Womanizer Werbung machen. Ja, Weißt du, Womanizer. Würdest du es ernst nehmen, wenn ich plötzlich siehst, eine Werbung von mir, wenn ich mit einem Womanizer, wenn ich Werbung für den mache? Ja gut, du kannst natürlich nicht sagen, ob es gut ist oder Hä? nicht. Aber du kannst nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Aber Ich muss sagen, ich mache ja für... das Zeug läuft mehr, als was du denkst. Du hast keine Ahnung. Das ist eben das Problem. ja. Ja. Ich habe das Gefühl, meine Followers und so, die sind nicht so kaufkräftig. Ja, deine Followers ficken eben nicht, gell? Denk keine Kinder. Also, Ich glaube, meine Followers machen das nicht. Nein. Mhm. Haben wir eben auch gedacht. Meine Followers sind alle so verpickelte, übergewichtige Leute, die heimhocken. Hey, nicht alle, ich sind nicht alle. Aber ja, nein, im Fall mir folgen eben mega viele Leute, die einfach mein Zeug schauen. Mhm. Um dich zu chargen. Nicht einmal, sie haten mich, glaube ich, und schauen das. Weil ich sehe, das verstand das Like-View-Verhältnis Ich sehe habe ich das, mega das schlecht. immer schon vorher sagen, Leute. Ich bin Fan von ihm, von Birrenweich. Seit er ziemlich angefangen hat. Ich habe mich immer verrissen auf seine Videos. Ich schwöre, ich bin daheim ab und zu im Bett gewesen. Wie ein kleines Kind habe ich mich gefreut auf seine Videos im Bett, dass ich mir einen Schaden lachen kann. Ich schwöre, ich habe mir immer einen Schaden gelacht. Dann hast du ein bisschen nachgegeben. Ich weiss noch, Und ich habe mich gefragt, ey, wo sind die Videos? irgendwann war das 2020. Einer schickt mir einen Screenshot, er so, hey, Mia Madison hat dich gepostet. Weißt du, wo ich irgendwie 1000 Followers hatte? In der Ja. Insta-Story, wo ich ganz neu Insta gemacht habe. Ja. Und dann haben mich eben noch andere auch gepostet. Yara, die von Bachelor da. Und Mhm. nochmal irgendjemand, der Zeki oder so. Dort haben mich ein paar bin ich irgendwie voll viral gegangen. Und dann Mhm. hat mich mega viel... Weißt du, wieso habe ich aufgehört nachher? Weil der Filter verschwunden ist. Ah, scheiße. Der hat es einfach nicht mehr gegeben. Wieso hast du das Gesicht am Anfang nicht gezeigt? Ja, ja, es war mir unangenehm gewesen, ich sage dir ehrlich. Ich war ja angestellt noch gewesen. Ich hab gedacht, weil am Anfang habe ich noch ein bisschen übertriebener die Videos gemacht. Ich bin ja immer noch jetzt mit der Schweizer Nationalmannschaft dran, weil sie mich angezeigt haben Immer wegen noch, ja, Rassismus stimmt. und so. Das sind die geilsten Videos, während ich gezeigt von diesen Lölis. Ja, es ist ein Spieler, der dort gegangen ist, aber das darf ich nicht sagen, weil ich das Anwaltsschreiben bekommen habe. Das, Du darfst nicht mal seinen Namen sagen. ja, off-cam darf ich sagen, aber nicht. Okay. Mhm. Und er hat mich aber nicht angezeigt. Er ist zu denen gegangen und zu den, die dort arbeiten und die haben mich dann angezeigt. Und jetzt am Ah. 19.06. kommen sie vorbei. Nein, wenn das rauskommt, ist es glaube ich schon gewesen. Danke, dass ihr vorbeigekommen sind. Und dann? Ja, dann muss ich vor Gericht jetzt. Schaffhausen. Ich Hast mache du Fantreff. Nein, ich bin schon oft vor Gericht. Was droht er? Wegen viel schlimmere Sachen. Bus. Ja, ich habe ja Bus. Wow, 3000 irgendetwas. Ich habe ja GoFundMe gemacht, das Geld Ach, wie sogar viel? schon bekommen. Das ist ja nichts, weißt du? Für ein bisschen rumsingen und dumm tun vor der Kamera. Ja, aber wenn ich es nochmal mache, muss ich 10.800 Stutz zahlen. Ui. Ja, schießt mich an, weißt du? Ja, Mach ich nicht. die nein. sind schon lustig gewesen. Mit dem Schachtelkopf. oder? Ja, aber immer das Gleiche. Ich habe es nachher gar nicht so lustig gefunden. Weißt du, irgendwann- es war schon lustig, gewesen, so 3-4 Videos. Aber immer das Gleiche nachher. Sie schreiben mir die ganze Zeit. Aber Kannst- ist es wegen dem Schachtelkopf, weil du das gesagt hast? Nein, sie haben auch gesagt, ich tue schwarze Spieler anzoomen und so. Sie Und haben was einfach hat- etwas erfunden. Ich habe noch nie einen schwarzen angezoomt. Das macht gar keinen Sinn. Haben sie es einfach gesagt, du bist rassistisch? Ja, sie hat oder das im SRF gesagt. Ich habe gesagt, sie sind gefürchtige Gestalten. Und ich habe sie angezoomt. Die gefürchtige Gestalten, ja. was? Nein. Ja, das haben sie gesagt. Ja. Scheiße. Aber eben, jetzt sehen wir ja dann, wie es Mhm. rausgekommen ist und so. Ja, voll. Also, wo sind wir stehen geblieben? Du bist bei der Schule dort gesehen, nachher bist du raus und nachher, wenn hast du dann das erste Mal Kontakt mit Social Media gehabt? Social Media eigentlich ziemlich früh. Eigentlich 2012, wo Instagram so in der Schweiz gerade angekommen ist, habe ich Ja. gerade Instagram gemacht. Und ich bin eigentlich ziemlich schnell viral gegangen, schon Schon? bevor ich im Fernsehen gegangen bin, ja. Mit? Weil ich halt einfach keine so eine komische Persönlichkeit bin, halt einfach.
Was hast du denn dort? Ja, was haben wir sich Das habe ich dort grad früher verpasst. jetzt mal genannt? Ein It-Girl. Ja. Gibt es das heute noch? Weiß gar nicht. Aber dort früher It-Girl. bin Ja, ich das noch gibt es so glaube ich schon, ja. Ja, dort früher bin ich noch so ein It-Girl gewesen. So wie halt. Paris Hilton und so früher. Und Genau. So. Voll der Partys eingeladen. Aber du hast ja nicht irgendwie einen öffentlichen Fernsehauftritt gehabt zuerst. Das ist erst mit der Nein, Reality- nein, nein. Ich rede jetzt von der Instagram-Seite, wie das Ganze angefangen hat. So hat das Ganze angefangen. Und dann ist schon so ein bisschen mein Name gehabt. Ja. Und dann hat ein Kollege von mir, also ein ex-maliger, kann ich Deutsch? Ein ehemaliger? Ehemaliger. Ja, was auch immer. Ein ehemaliger Kollege hat bei Bachelorette mitgemacht und ist dann ins Finale gekommen. Er hat sogar gewonnen, ich weiß es nicht mal Bei mehr. welcher? Der Anthony, der Trümmlige. Bei welcher? Wer ist dort der Bachelor gewesen, oder Bachelor? Äh, Ich mag mich immer, also von denen weiss ich es dann. nein, heißt sie Beth? Nein. Ja, einer von den ersten, oder was? Das ist ja mega. Ja, Ich habe einfach nicht mal. sie hat jetzt auch ein Kind und... Also, ja. Ich Ja, weiß nicht, wie sie okay. heißt, sorry, ich bin ganz schlecht in dem Zeug. Ja, okay, alles klar. Ja, und nachher bist du. Und dann, er hat mich zu denen gebracht zum Casting für Bachelor. Ja. Und dann hat sie Bumm gemacht. Wegen mir ist Bachelor überhaupt so berühmt worden. Das kann ich jetzt wirklich so confident sagen. Du bist mit den anderen dort gewesen, wo wir den Namen nicht erwähnen sollen. Mit der anderen Trümmelige, ja, sicher. Ja. Ihr seid in der gleichen Folge gewesen. Ja. Und dort, wer ist dort der Bachelor gewesen? Ich wollte den Namen nicht sagen, Leute, Ja, ja, eben, weil ich er hab's es nicht darum- verdient hat. Verstehst du? So Leute verdienen nicht mal, dass ich über sie rede. Okay. Ich habe gefragt, ob sie zusammen. Sie haben gesagt, es geht nicht. Nein, vergiss Das es. hätten die Leute wollen Mit so sagen. Leuten sitze ich nicht an einem Tisch, kannst du vergessen. Aber eben, dort war wer der Bachelor gewesen. Das wäre, ja genau, sie hat auch Bachelor mitgemacht. Aber Wie ich hat habe sie der schon vorher geheißen, der gekannt. Wir haben Bachelor? uns schon von Facebook gekannt. Dort jetzt mal. Okay. Und dann haben wir uns einfach bei Bachelor, also wo wir Bachelor gedreht haben, ist sie auch gekommen. Und dann, ja, Das haben war wir ein uns... Zufall, gewesen, oder? Ja, ist Zufall gewesen. Ah, okay. Ja. Und dort bist du wie weit gekommen? Final. Ah, du bist ins Finale gekommen. Wie Ja. hat der Bachelor geheißen? dort? Clive. Ja, der folgt mir, glaube ich. Ich weiss, wer der ist. Ja, Folgt voll. er dir? Ja, ich glaube schon. Hm. Ja, der hat mal ein Video von mir gut gefunden und so. Okay. Und das hat etwas gebracht. Aber ich habe letztes Mal die Ist andere. er eigentlich schwul? Das weiß ich nicht. Es ist, nein, Hey, du fragst, wieso fragst du? es ist mir eine ernste Frage. Aber ob er warte, schwul du bist ist. ja mit ihm auf einer Insel gewesen. Dort ist dir nicht aufgefallen? dass er Ja, also nein, dort ist mir nicht schwul vorgekommen. Er ist ein sehr attraktiver Mann, das muss man ihm bis heute noch lassen. Also er ist bis heute noch attraktiv, aber Hat- mittlerweile hat er schon sehr einen Gay-Touch. Aber ich, Schon? also ich will jetzt nicht beleidigen sie, nicht, dass ich wieder aufgefressen werde Hast du von der etwas Community. gegen Schwule? Das? Nein, habe ich nicht, aber ich sage nur, also er hat ziemlich einen Gay-Touch jetzt. Deswegen nimmt es mich wirklich Wunder. Also Ja, okay. wenn du ich seine weiss Bilder nicht. mal anschauen. Schon, ja, ich weiß nicht. So voll, also entweder hat er es zu fest bearbeitet oder er hat sich zu botoxen, zu Botox. Ja. I don't know. Sehr komisch in Schon. Bilder gesehen. Ja. Denkst du, aber dort hast du nicht gedacht, dass er vielleicht könnte. Wo ich dort Schwul mal sein, bin, ja. nein, gar nicht. Okay. Nein. Erst jetzt, also vor Nein, kurzem. also ich weiß Ich habe nicht. vor kurzem mit Iger irgendein Thema gewesen bei mir und bei meinen Kollegen. Ich bin auf sein Profil gegangen, random, Okay. schauen und dann habe ich gedacht, ui, what happened? Gott sei Dank habe ich nicht gewonnen, hast du gesagt, oder? So ungefähr, nein, Spaß. Ich habe nichts gegen ihn, ich habe wirklich nichts Okay. gegen ihn, aber Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. früher. Aber da bin ich noch kindisch gewesen, weißt du? Ich bin Ja. noch das Kind gewesen selber. Aber wenn wir schon von Schwule haben, sag mal deine Meinung zu LGBTQ. Ich weiß. Kritisch, Hey, ich sag Alter, nochmal- Kritisch! Ich immer so. Sehr kritisches Thema. Ja, was Du ist kannst auch meine sagen, ich will Meinung? nichts dazu sagen. Du musst, Ja. Ich will auch gar nicht, dass du schlecht jetzt über die redest oder so. Ich habe ja einen auch da gehabt, den Chris. Könnt ihr die Folge nochmal schauen mit dem Chris? Also, Minge, also mir ist es, sagen wir so, mir ist eigentlich scheißegal, was andere Leute im Bett machen. Ob es schwul, lesben, das ist doch nicht mein Problem. ja. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das interessiert mich auch gar nicht. Nein, aber ich meine, weil du jetzt Kinder hast und mich triggert es erst jetzt ein bisschen mehr das Thema Schau, das wegen Einzige, was ich Kindern. sagen wollte, und ich hoffe, ich werde nicht aufgefressen für das wieder, oder werde ich sowieso, es ist egal, was ich sage, ich werde immer aufgefressen. Mhm. Dass, du weißt schon, weil das Thema ich nicht so cool finde und so. Kannst du das Mit den wieder Kindern und denken? so? Ja. Ah, Dass Geschlecht, Kinder dass so man kann... beeinflusst werden mit dem Geschlecht und so, das finde ich. Also wenn jemand zu meiner Tochter kommen würde und ihr probiert irgendwie so Scheiße, also sorry, dass ich mich so ausdrücke. Eben, anscheinend machen Also das ein paar... jemand so, also weißt du, sie probieren nach meiner Tochter irgendwie so einen Kacki reden, so, das finde ich gar nicht. Dort hört der Spaß auf bei mir. Voll. Weißt du, jeder kann sein Leben leben, wie er will, soll er machen. Ist doch mir Ja. egal, weißt du, so. Aber wenn es um Kinder beeinflussen geht, mit Oh. solchen Sachen, das finde ich nicht mehr lustig. So verjagt es mir auch. Ja, genau. Ja, das finde ich auch nicht lustig. Weil mir haben ein paar geschrieben, weißt privat, dass sie in der Schule und so Themen haben.
Du kannst sein, was du willst und so. Nein. Aber eben, meine Hab kommt ich's. erst in die Schule später, weißt du, erst aber oben irgendwie in der Oberstufe und so. Aber anscheinend eben nicht überall ist das so. Aber das haben mir ein paar geschrieben und sogar Screenshots geschickt. Ich Von den hoffe auch. Fächern und so, wie dass 2 Männer ein Kind haben und so. Weißt du, ja, okay, aber ich will nicht, dass das ist schon scheiße, dass die Kinder beeinflussen. Ja, Kinder Das- beeinflussen finde ich auch nicht gut. Dort Jeder kann triggert. leben, wie er will. Sie können ja später immer noch selber entscheiden, Kinder und so. Aber es muss ja nicht so in den Kopf hineingeredet werden. Voll. Wie wenn du ihr jetzt immer sagst, hey, nein, sie will kein Spinat essen, aber du gibst ihr jedes Mal. Irgendwann ein ist bisschen. es. Eben, Und es irgendwann isst sie es, weißt du, Spinat. Es ist auch mit den Raucherkindern das Gleiche. Wenn die Genau. Eltern die ganze Zeit um Kinder herum rauchen und dann sich später fragen, wieso rauchen meine Kinder? Ja, wieso? Vater und Ja, Mutter ich habe oder immer Mutter daran die ganze Zeit- geschmeckt, an Päckchen von Ja. an den Ziggis. Ich habe früher Ziggis geklaut, weil meine Mutter und also alle um sie herum sind immer am Rauchen gewesen. Ist ja klar, Ja, haben sie voll. geklaut und auch wollen probieren. Ist ja logisch. Ja, Und genau das so. Gleiche ist meiner Meinung nach passiert, dass eben nachher mit solchen Sachen. Wenn die Kinder so einen Scheiß redest, Mann. Aber ich bin jetzt immer bei einem Schwul am Kochen. Bis jetzt bin ich noch nicht schwul geworden. Ja, aber ich bin nicht so. Ja, aber Nachher plötzlich, weißt du. Komme ich da mit Hey, aufgespritzten Lippen. Ja. Ja, weil die einen haben aufgespritzte Lippen, die dort sind, die einen. Völlig Ja. weich als Mann das machen. Nein. Okay, bist du früher gemobbt worden oder eher bewundert? Jetzt gehen wir nochmal zurück, Weder obwohl wir noch. eigentlich schon weiter waren. ja, weder noch. Ich bin Weder weder gemobbt worden. Und hast du gemobbt, andere Leute? Nein, nein. Ich bin ein ganzes liebes Kind, gewesen, wirklich. Schon? Ja. Hast du schon mal früher auch Probleme mit. Bist du schon mal in U-Haft gewesen oder so? Ich bin schon mal in Haft gewesen, ja. Ja, was? Zweimal bin ich im Gefängnis geguckt. Lange, oder? Ich glaube einmal 2 Wochen Okay. und einmal Ist ein Tag. Aslak gewesen, das? Nein, ich mach- Nein, willst du wissen? SBB, die Double. Ah, ja, jeder Kollege wegen SBB-Rechnungen. Hey, zahlt euch dort, wenn ihr nicht absetzen. Nein, Leute, ich habe meiner Mutter früher nie geglaubt, ich bin dort 19, gewesen, 19 oder 20. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn du zahlst, dann gehst du in den Knast. Und ich so, ja, kennst du, oder? Ich so, Ja, ich voll. da rein, dort wieder rausgegangen. Ich habe ihr nie geglaubt. Nie an ihr geglaubt. Dann plötzlich, Und zu wie mir ist morgen es? vor der Haustür, das ist schlimm. Wo bist Ich du? brüllt wie ein Baby. In Dietikon, heisst es Dietikon? Nein, Dietike. Dietikon. Also im Frauengefängnis. Eben hat es eine Oder ist es Frauenabteilung. Dietikon? Ja, es hat ein Frauengefängnis. Ist es Dietikon oder Dietlikon? Oder? Es gibt beides, ich Es weiß. ist in der Nähe von Bülach und Okay. Ah, dort. Weißt du wo? Ja, ja. Nein, ich weiß nicht. Ich bin ja nie dort. Gewesen, ich ja. weiss nicht. Bülach und dann hast du müssen. Wie war es dort? Gewesen? Wie ist es bei den Frauen? Kannst du auch eine Stunde am Tag raus Ja, voll, laufen? voll. Okay. Aber es hat schon sehr kaputte Leute drin. Ich bin mit einer Frau dort drin, die hat irgendwie Drogen geschmuggelt von Kolumbien. Ja. Die hat einfach Koks abgeschluckt. Ah, sie hat es geschluckt. Ja, Aber bist du mit ihr zusammen in einer Zelle gewesen? ja und mit einer Zigeunerin. Darf ich Das das sagen? dritte? Ja, Ja, das von dritte. mir aus schon, ja. Oder darf man Ich das bin Wort noch Rassist, benutzen? ja. Zigeuner, Ich darf bin man das Rassist. sagen? Weiss ich nicht. Die Die Panzergrenadier. heutige Generation darfst du gar nichts mehr sagen. Werden alle beleidigt wegen jedem Ja, Scheiß. voll durch. Voll durch. Ja, aber und, ist das eine gute, wie sagt man das auf Deutsch? Erfahrung nochmal machen oder nicht? Findest du das eine Also ich gute würde auf Erfahrung? jeden Fall immer meine SBB-Rechnung aber jetzt zahlen. Nein, aber ich meine, inhaftiert sein, so als Erfahrung. Ich bin auch schon mal in U-Haft gewesen. Hast du schlimm gefunden? Und es ist irgendwie, hä? Hast du schlimm gefunden? Nein. Ich habe es mega geil gefunden. Wirklich? Keine Ahnung, es war etwas anderes gewesen. Es Ich ist habe nur 5 spannend gewesen. Zigaretten am Tag Aber es geraucht. hat mich schon angeschissen nachher. Eben. Ja, vor allem am Anfang, weil am Anfang, ja, 5 Ziggis hast du Ja. bekommen, sie hat mir extra kein Feuer gegeben, und dann hast du trotzdem, ja, es ist schon langweilig eigentlich, aber Ja. es ist so, es ist schon mal, Mit weißt, Handy würde es überleben, kein Problem. mit hey, am Fernsehen hast du halt, nachher, am Kennst du Anfang. Fernsehen? Wenn mir das Handy geben würdest, würde es im Knast überleben, ohne Handy nicht. Ja, nein, aber es ist schon langweilig, aber so mal zum einfach einmal im Leben das sehen, wie das so abläuft, dann schätzt Ja. du andere Sachen viel mehr. Genau. Nur schon eine Tür, weil es ist mega komisch gewesen, nachher eine Tür aufmachen oder durch das Schlüsselloch schauen und du siehst raus, anstatt dass du dich beobachtet fühlst, weil du Ja, darfst es auch nicht genau. abkleben. Dann klebst du es ab, das Ding, ja, scheißegal. Und das ist schon, habe ich gut gefunden, als Erfahrung. Aber macht kein Seich. Ja. Außer wenn ihr wollt unbedingt in Haft gehen. Bitte zahlt zahlt einfach die eure Rechnung SBB-Rechnungen, weil es ist wirklich Tipp. Die holen dich wirklich ab. Ich habe es auch noch geglaubt. Bis Ja. mich Kohle gekommen sind. Yes. Und nachher bist du eben beim Bachelor dann später gewesen, und dann bist du Zweite geworden und hast du dort einen Riesensprung. Ich bin, glaube ich, Dritte geworden. Ja, aber ich meine, auf Social Media, reichweitentechnisch, hast du einen grossen Sprung gehabt. dort. Ja, uff. Schon? Ich bin über Nacht so berühmt worden. Schon. Mhm. Gibt es irgendeine Szene, wo
Wegen meinem Auftritt. Ich glaube, du hast dich ausgezogen oder so. Wo du Ja, ich hatte so Nippelpads und dann habe ich so als Geschenk, du musst ja am Bachelor musst ja ein Geschenk mitbringen. Ja. Und ich hatte keins gehabt, weil also ich bin schon immer früher ein Rebell gewesen. Ich habe gesagt, ich sehe aus, als würde ich einen Mann beschenken. Geht es eigentlich noch? Ah ja, und dann genau. Ja, dann ja, hat stimmt, mir die stimmt. Produktion, wegen, wir haben ja kein Fernsehen mehr, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, wir Warte, haben... sorry, wenn ich dich unterbreche. Weil letztes Mal sind die von Bachelor da gewesen, und sie haben gesagt, sie dürfen 5 Jahre nicht schnurren. Bei dir sind die 5 Jahre Ja, durch. eben, das sagst du Du nicht. darfst alles sagen, Ja, ja? ja. Also bringen heim, dann kann ich jetzt ein paar Fragen. Sie sind dann zu mir gekommen und haben dann gesagt, ja, wir haben eine Idee, was du für das Geschenk am Bachelor machen kannst. Und ich bin noch sehr jung und naiv gewesen, weißt du? Ja. Ich habe gesagt, ja, mit dem bist du sicher. Ah, sie haben dir sofort das gesagt, berühmt. Ja, sicher. Was denkst du? Ich komme auf die Idee, ich kann am Bachelor mal meine Titel zeigen. Also, Aha, weil das ist das ist scripted schon in dem crazy, Fall. aber nicht so. Ist es scripted alles, oder was? Also alles ist nicht scripted, aber es ist schon nicht wirklich natürlich. Ja. Also die Shows in Deutschland schon, die Reality-Trash-TV-Formate, Dort sind sie sagen doch das nicht. ist nicht scripted. Nicht. Vielleicht in der Regie hinten und so werden Sachen ein bisschen gesteuert und so, das schon. Aber Ja. was in der Villa passiert, wer was sagt und so, das Ja. nicht. Bei Bachelor, also Schweiz, Ja. ich weiss, wie es in Deutschland ist, Schweiz Bachelor ist hure gestellte Scheiße. Schon? Zum Ja. Beispiel? Zum Beispiel, ja, Mia, du bist jetzt auf einem Date mit dem Clive gewesen. Ja. Hast dich verliebt? Und ich schaue so, wie soll ich mich nach einem Date in den Bachelor verlieben? Nachdem es 100 Mal unterbrochen worden ist, oder wie sieht es aus? Ja. Ja, aber du hast doch Schmetterlinge im Bauch. Ah, ist es immer unterbrochen worden, das Zeug? Ja, und jedes Mal, warte, wir müssen noch den Winkel haben und warte, wir Ohne müssen noch den Scheiß. Winkel haben. Ja, so, es ist nicht wirklich Scheiße. Das merkt man gar nicht, aber wenn man es Ja, ich schaut. weiss, es ist schon wieder alles geschnitten. Krass. Ja gut, auf jeden Fall heisst es so, ja, doch, du sagst jetzt, du hast Schmetterlinge im Bauch. Was So. ist, wenn dich weigerst? Ja. Weitest du Zwingen es könntest du dich nicht, nein. Aha. Aber du kannst garantiert, dass du nicht weiterkommst. Ah, das ist, Oder nicht ist so. weiterkommst, so, ja. Ah, das entscheidet eigentlich nicht nur er selber. Ich bin Oder noch nie sie. Bachelor selber gewesen, deswegen kann ich nicht für eine Bachelorette oder für einen Bachelor Aha, reden, Ja. reden, aber es hat viel Einfluss natürlich von der Produktion. Ja. Aber du kennst sicher ein paar Bachelorette oder Bachelor, ne? Im Fall nein, Nee. also Okay. ich höre mit diesen Leuten nicht so. Aber du bist nachher nochmal gegangen, oder? Ja, aber das nur so als Gag. Ah, das ist nicht wirklich. Nicht ernst gemeint gewesen. Aha. Aber dort haben sie dir. Aber kommt man Geld über? Ja, sicher. Kommt man viel Geld über? Nein, ein Hungerslohn. Ich habe eben gehört, es kommen alle verschiedene über. Es kommen nicht alle das gleiche Geld über. Ja, also Hat der das kann Fabrizio schon das- stimmen. Also ich dort mal habe wirklich einen Hungerslohn bekommen. Dann habe ich 2,6 bekommen dort mal. Für den ganzen Für Bachelor den ganzen Bachelor drin, das ist verdammt wenig. 2600. Ja, Ja, aber warte, du bist dort noch nicht so bekannt gewesen, ganz am ich Anfang. bin gar niemand gewesen. Und du hast noch gar kein niemand. Geld verdient mit Social Media, oder schon? Nein, Dann ist es eben, ich hätte es dann auch gemacht, oder? ja. Aber jetzt wirst du es. Eben wirst für du ein bisschen Ferien und so. Also nicht schlecht, das wird dir ja alles gezahlt, Essen. Voll. Das so. kannst du auch in die Ferien auf Thailand, oder so. Ja, wir sind auf Thailand gegangen. Koh Samui. Und das wird dir alles gezahlt noch, Alles ja. gezahlt, ja. Ich habe jetzt einen Kollegen, der jetzt dort ist, in dieser Staffel mit der Ariel. Mhm. Und der hat mir auch gesagt, es wird ihm halt alles gezahlt und so. Aber ich weiß Ja. nicht, ob er Geld überkommt und so, keine Ahnung. Ja, doch, es kommt jeder ein bisschen Ja. Geld über. Ja, ja. Aber ist das so? Die einen kommen mehr über, die anderen weniger? Ja, aber das ist, glaube ich, eher also, unter den kleinen Fisch. Also der Anfänger weiß es nicht ganz, aber unter den grossen Fisch auf jeden Fall schon. Bei den Reality-Leuten kommt jeder andere Gast über. Ja, eben, die kleinen Fische am Anfang sind Es ja kommt halt meistens darauf Leute, an, die wer nicht du bekannt bist, wie berühmt du bist, bla bla bla. Es kommt halt alles auf solche Zeug drauf an, weißt du. Aber hast du wie ein Casting und so am Anfang? Das ist für jedes Format hast du das Casting vorher. Egal wer du bist. Ja, aber jetzt kennen sie, also würdest du Aber wenn überhaupt... sie dich kennen, musst du trotzdem das Casting Ja. machen. Aber würdest du jetzt nochmal in so eine Reality-TV gehen? Oder? Also ich Bachelor? würde etwas auf jeden Fall machen. Also nicht jetzt natürlich, erst wenn meine Kinder ein bisschen älter sind. Ja, jetzt Würde musst ich du gerne erst mal so auf die noch ein Welt kommen. bisschen, Ja, genau. ja. Würde ich gerne so ein bisschen Action machen, aber auf jeden Fall Dating, ich glaube nicht. Ich bin einfach zahlt und ich bin Mutter. Ich bin einfach zahlt für den Scheiße. Ja, für Dating-Dings. Dating-Format. Ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, nein, würde ich nie mehr machen. Ich will nicht sagen, ja, wollte ich machen, weil. Ich sehe die in Deutschland mit dem Ballon jetzt immer auf meiner For You. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nachher tun sie sich voll beleidigen. Wirklich. Ja, ein Schwarzer war dort, nachher sagt er, sie soll Baumwolle und so. Voll übertrieben. Das, ja, voll krass. Oder du bist Wirklich? übergewichtig und so. Die mit den Ballonen, wo sie so Ballon hat, und sie kommt rein, oder er, und dann tun sie gerade platzen und sie redet ein paar Sätze, oder er, und anhand von dem, was sie sagt. Gibt es jetzt in Deutschland auch? Ja, Das kommt doch von Amerika. Das ist so wie eine voll, ja, ich sehe das Dating-Show. immer auf meiner... Und So, dann hat es etwa 10 Männer oder kommt eine Frau rein. Genau. Und dann, okay, ja, ja. voll, das. Das gibt es in Deutschland geil. Ja.
Musst du mir nachher sagen, wie sie heisst? Ich weiss eben nicht, ich swipe manchmal, dann sehe ich das Zeug. Aber du hast mal gesagt, du willst deine eigene Dings machen, Reality. Ja, habe ich mal etwas gesagt. Ist mal, ja, aber... Ist das nicht geworden? Nein. Willst du das nicht mehr machen? Ja... Hast du momentan nicht dich mit dem auseinandergesetzt? Ja, ich setze mich momentan gar nicht, also ich setze mich einfach nicht auseinander mit dem Ja, momentan. meinst du, weil du schwanger bist, du hast ein kleines Kind und wegen dem, oder? Ja. Ja, eben vielleicht in Zukunft, wenn du irgendwie... Eben in Zukunft wenn du vielleicht ist es 50 ein Thema bist oder so, momentan. checkst, wenn du, Ja. dass du das produzierst oder so, oder? Ja, momentan ist es auf jeden Fall alles auf Eis gelegt, momentan. Aber fragen dich auch immer die Leute, ja, mich fragen sie zusammen, ja, was machst du, wenn es nicht mehr läuft? Wie willst du das in Ja, das fragen Zukunft sie mich machen? auch immer, Wie sieht das natürlich. in Zukunft? Das sagen sie mir die ganze Zeit. Weißt? Ja. Ja, aber das ist ja das Gleiche, wenn ich Hast du irgendwo dich anstelle. abgesichert, weil es kann sein, dass morgen alles fertig Genau. ist? Ja, kann sein. Und dann? Was ist denn? Ja, dann schaue Ja. ich weiter, oder? Eben, gell? Dann schaust du dann weiter, so wie ich es bis jetzt auch immer gemacht habe in meinem Leben. Ja. Das höre ich so oft. Ja, ich Ja, was machst du, wenn es nicht mehr Das läuft? sind die Leute, und die so. Augen machen. Ja, nein, das sind die Leute. Das ist eben so voll das Bünzli. Die zu sehr am System anpassen. Ja, genau. So für uns gibt es gar nicht. Ich denke gar nicht an das. Aber Ja. du hast zum Beispiel GmbH. Nein. Weil wenn du GmbH hast, dann kannst du aufs RAF gehen nachher. Ich habe nur Wirklich? Einzelfirmen. Ja, voll. Hast du Einzelfirma? Ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber ich ich auch weiss, nicht. ich habe jetzt nur Einzelfirmen einfach angemeldet. Mhm. Und wenn du aber GmbH machst, dann kannst du noch aufs RAF. Aber und GmbH musst du doch viel zahlen, um den Scheiß so. Ja, aufzumachen, voll, oder du nicht? musst zahlen Eben, und so. Und dann musst du dich dann wie auszahlen lassen. Und so. Ja, Du bist eben. trotzdem wie angestellt von deiner eigenen dumm, ja. GmbH und so. Das ist schon mühsam. Ja. Ja. Okay, dann. Ich habe ein paar Fragen aufgestellt. Ich bin nicht Ben scripted oder wie der heisst. Mir haben die viel gekannt, mir gesagt, ich mache den auch und so. So Scheiße, ich habe den nicht mal gekannt. Wer? Das ist so irgendwie der grösste Podcaster von Deutschland aktuell. Einfach Deutschland. Gar nicht. Ja. Und wie hat deine Familie reagiert? Wo sie dich das erste Mal gesehen haben, wo du so Meine Mama ist der grösste Supporter. schon. Die würde mich niemals judgen. Aber wenn du hast du mal... Natürlich sagt sie mir ab und zu, das ist ein Schaden oder also so, oder? Welche Mutter macht das nicht, aber sie sagt mir nichts. Jetzt. So. Ja, was Also, ist der grösste Skandal oder so, den du hast im Fernsehen? Ja, mit dem Yassin dort. Und was ist das gewesen? Sex. Milch im Aber Ding, weißt du, oder? ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt Schlimmer, es ist eine Decke drüber, gewesen, du hast gar nicht gesehen, außer die Decke bewegen. Mein Gott. Ja. So, also weißt du, ja, okay. Keine Ahnung. Nachher Ist sind nicht es deine grad- Eltern oder so. Oder das, weißt du, wegen dem meine ich. Ja. Ja, Du hast ja okay. nichts gesehen. Ja, man Also, hat nichts gesehen. Aber, Logisch ja. ist nicht geil, aber ich meine, du hast Also, ja... es ist auch dunkel, man sieht das Gesicht nicht Ja. richtig und alles. Du siehst gar nichts. Ja, es ist ja mehrmals das vorkommen bei anderen, wenn man das Zeug sieht, Big Brother und so Zeug, sieht man ja das Zeug. Ja, aber bei mir ist es wirklich nichts. Also ich finde, es gibt viel Schlimmeres. Also das ist, ja eben, dann ist Aber ja eben, das das ist Ansichtssache. Ein paar Leute finden es ja hure schlimm. Ich bin ein bisschen offener, lockerer. Ja. Ich denke so, okay, Mann, es gibt Schlimmeres. Brüll jetzt nicht. ja, es ist ja schon länger her, oder? Ja. Aber würdest du es nicht mehr machen, oder? Schon. Nein, würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Aber Aber du sagst, das ist ja nicht so schlimm gewesen, aber du sagst, das ist trotzdem der schlimmste Dings. Oder hast du irgendwann mal ja, einen also der oder hast grösste du mal, Skandal, der grösste Shitstorm, den ich hatte, sagen wir es so. dort hast du einen Shitstorm bekommen. Also der erstgrößte war der mit dem Clive, wegen der Brust zeigen, und dann das Ja. mit dem Yassin. Aber wie hast du denn das gesehen? Hast du viele negative Kommentare unter den Beiträgen und so bekommen, dass Leute dich haten Nein, und so? nicht einmal. Ich schaue von meinen Kommentaren und so fast nicht an. Schon. Ja. Aber Ja, gibt es das da ist- irgendwie manchmal, dass du voll den Hate bekommst? Ich habe manchmal auch Videos, poste ich und nachher Aber eskaliert es komplett unter der den meiste Hate, den Kommentaren. ich jetzt bekomme, ist wegen Aussehen. So, ich kann sich so verausgestalten und zu viel Plastik und so viel so, aber das ist so, oh mein Gott, wer interessiert es, weißt du? Was hast du denn alles gemacht überhaupt? Meine Wegen- Nase, Lippen gespritzt, Ja, meine Brüste. fertig. Ja. Ja. Was soll ich noch gemacht haben? Keine Ahnung, ich frage. Weil sie sagen, dass du Plastik hast. Ja, eben, also keine Ahnung, ich finde, es gibt Schlimmeres. Nase, Lippen und Brüste, wow. Ja, Ich bin jetzt nicht wirklich ein anderer Mensch. Also, ja. klar, ich sehe ein bisschen besser aus als vorher, aber es ist jetzt nicht so, dass du mich nicht mehr erkennst oder so, weißt Ja, voll, stimmt. Ja, und vor allem die das sagen, manchmal, die tun nachher 50 Filter und so auf Social Media. Ja, an. oder immer mit Fake-Profil, das sind die besten, weißt Ja, Mann, ich habe so viel. Aber jetzt, ich bin so am Lernen, nicht mehr darauf reagieren. du? Ja. Aber es ist manchmal schwierig. Je nachdem, wie du pennt hast, wie du gerade. Ja, Weißt, nein, also manchmal- ich antworte wirklich selten jemandem. Also, Ja.
Ja. Ich habe sie eben manchmal auch... Es gibt so Leute, die haben auch angefangen, weil ich gar nicht mehr auf Hate eingehe und ich nehme an, das sind so das gleiche Profil oder so, oder? Ja. Dass, wenn ich einfach auf so normale Hate gar nicht mehr eingehe, dass sie so auf die unterste Schublade gehen, weißt du? Ja, voll. So Kinder mit reinziehen und so. Hast du das gehabt? Ja, ja. Dass sie dann anfangen zu sagen, so, boah, deine Tochter ist hure wüst und so. Wow, das würde mich so stressen. Ja, ja, also ich sag dir, Aber okay, natürlich ich zeig stresst sie. dich in dem Moment, weißt du so. Ja. Es stresst mich in dem Moment, aber ich denke, das ist ja das, was sie erreichen wollen. Sie wollen, dass ich antworte und ausraste, weißt du, aber mache ich ja nicht jetzt nicht mehr. Also ich gehe wirklich gar nicht auf das ein. Ja. Ja, ich zeige sie nicht. Meine Kinder. Wegen? Ja, ich habe auch noch eine Frau, weißt du? Ja, was hat Sie mit entscheidet Frau auch mit. Ah, Weißt? okay. Das Ja. sind auch ihre Kinder. Also ich würde sie jetzt nicht. Ich bin so einer, ich check beide Seiten irgendwie, weil ich denke mir so mega oft, ich sehe so ein Eminem, Snoop Dogg, weißt du, so die richtigen Stars international. Zeigen auch alle Kinder, genau. Oder den Bushido zum Beispiel, der hat ja viel mehr Reichweite als jetzt wir hier in der Schweiz und der zeigt ja die ganze Zeit ihre Kinder. Ich weiss aber, was mich das Einzige ist, wo ich würde sie wie selber entscheiden lassen später. Nein, bitte hör jetzt. Warte, bitte. nein, warte, ich bin noch nicht Bitte. fertig geredet. Aber ich Nicht bin mit dem einer, selber wo... entscheiden. Mit dem Scheiß muss man Nein, mit selber entscheiden. Weißt du, wieso? Weil sie sagt mir manchmal, ich mache manchmal von der Grossen ein Foto, oder? Ja. Und sie sagt mir, nein, niemandem schicken, checkst. Ah ja, dann ist etwas anderes. Und dann denke ich, ja, fuck, wenn ich sie... Aber manchmal, ich bin live auf TikTok und sie kommt in die Cam und so. Die Kinder halt, gell? Und das ist ihr scheißegal. Aber nur wegen dem, weil sie sagt mir schon, ich soll es nicht zum Beispiel irgendeinem Kollegen schicken, dann denke ich mir, ja, okay, wenn ich sie jetzt poste und nachher sehen es hure viele Leute, checkst. Aber ich hätte ehrlich gesagt auch kein Problem. Weißt du, du tust ja auch nicht dein Kind, du verdienst ja sozusagen nicht mit ihrem Geld, du tust sie ja nicht vermarkten, du tust ja nicht dein Kind posten. Es gibt eben solche, die Family ich zeige sie einfach, weil... Keine zeigst sie Ahnung. einfach, weil ich das- zeige, weil es ist mein Leben. Ja, weil es fertig. ist wir gehen dein, raus, ja. ich mache ein Foto da. Wir sind jetzt im Kinderwagen, wir gehen jetzt raus. Wow. Mein Gott, ich habe es probiert mit dem Zensieren, vor allem wegen der Gell, vor kurzem ist etwas Epstein-Scheisse, gewesen, genau. gell? Das hat mich einfach ein bisschen verstört, das Epstein-Zeugs und so, Aber wieso weißt. hast du dort mit Epstein? Ich habe eben Epstein-Zeug. Ich habe schon ja, mitbekommen, es ist halt schon ein aber... bisschen unterschiedliche Schublade und so, was eigentlich, weißt du, so im Dark Web abgeht und so. Also weißt du, was ich meine, Also oder? du sagst, wegen mit KI tun sie zum Beispiel das Gesicht vom Kind nehmen und dann irgendwie Sex... Ja, Videos nein, und machen. sie nehmen da richtige Bilder, genau, und wichsen irgendwie... ja, hör Oder auf, das ist krank. mir, ja, es ist mir zu krank. Aber gleichzeitig denke ich jetzt, ich finde es krass, dass wir Mütter oder wir Eltern... Weißt du, wieso tut man nicht die Kranken sperren? Wieso müssen wir... Nicht mehr, also wieso müssen wir nicht mehr, also wir dürfen nicht mehr Sachen zeigen, wir dürfen Sachen nicht mehr posten. Aber bei den Pädophilen, keine Ahnung, das bleibt einfach, also Voll. ist alles gut. Wieso müssen wir schauen, wieso nicht die Kranken? Also weißt du, was ich Voll. meine? Ich habe mir eben letztes Mal auch überlegt, ich habe eben meiner Wieso Frau wir? gesagt, wieso darf ich eigentlich das Kind nicht zeigen? Das ist eigentlich nur wegen es so kranke Leute gibt. Ja, genau. Wegen Es ist schwer ja nur wegen kranken den Leuten. kranken Leuten. Es ist Es geht ja schwer nur um krank. das. Eigentlich, weil früher hast du ja auch Fotos Ja. irgendwo... Und früher, weißt du, in der Zeit, wo ich noch war, also du bist in der gleichen Zeit plus minus so gross geworden wie ich. Keine Ahnung, meine Mutter hat Fotos von mir gemacht, oben ohne, also weißt du, in Aha, ja, Unterhose schon. und es ist alles normal Aber gewesen. warte, jetzt, wenn du das postest, dann sehen sie natürlich viel mehr, oder? Sehen sie natürlich schon viel mehr, wenn Das du... würde ich niemals machen bei meiner Tochter. Ja, jetzt. ich weiss. Wenn du Ich das zeige ja würdest nur ihr machen. das Gesicht oder das Video manchmal so, aber Ja. ich muss jetzt niemals in Pampers posten oder so. Ja, Das schon nicht. ja, voll. Aber ich meine jetzt von mir, Freunde, als ich aufgewachsen bin, ist es ja alles noch normal gewesen. Ich muss auf die Zeit schauen, Voll. weil ich habe um 17... Was haben wir jetzt? Ich habe um 17.30 Uhr Physio. 17:30, wann musst Ja. du da los? Ja, etwa um 17 Uhr. Ah, ja, mit erst 6. Ja. Oder? Aha, ja, easy. Ja, Ich schaue, stimmt, dann mache okay. ich nachher... Ja, voll eine Stunde hast du noch, nachher musst du gehen. Okay, alles klar. Ich habe Hunger. Also was... Ja, ich habe genau vorgegessen. Extra. Ich habe etwas gefressen. Hat es irgendetwas geschrieben? Ich weiß nicht. Du Subway. Ja, Kannst du dann die sag Cakes holen? Die Cookies. Mit der weißen Schoki drin, ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. ja. So eine flache Cookie. Hoppala. Hä? Okay, ja. Also was sagst du denen, die jetzt krampfhaft ihr Kind nicht wollen, zum Beispiel auf Social Media zeigen? Was kannst du sagen, wieso sollen sie keine Angst haben, um ihr Kind zu
zeigen, das wäre Das noch kann mega ich nicht sagen. interessant. Ich kann ja nicht sagen. Also, Kannst du nicht sagen, aber was so... wieso? Weil es kann ja sein, dass von jedem, also weißt du, dass das Bild genommen werden kann Mhm. und dann die kranken Leute irgendetwas mitmachen. Deswegen, Voll. ich will die Leute nicht damit animieren, bitte zeigt euer Kind. Also Ja, ganz nicht noch. so, dass du sie musst animieren, aber wie du kannst ihnen erklären, dass sie dich verstehen, so, weißt du, dass es eigentlich gar nicht so deep Weil es ist. passiert ja so oder so. Also, Ja, es passiert so oder so. es eigentlich passiert schon. so oder so. Und ich habe mal so eine Doku geschaut, im Fall, von dass denen Pädophilen und so, denen geht es nicht mal ums Gesicht, ums Aussehen vom Kind. Ja. Denen geht es nicht, oh, sag mir, keine Ahnung, deine Tochter hat wunderschöne braune Augen. Oh, möchte gerne Was, auf den vögeln. Körper, oder was? Die schauen im Fall auf die Füße und so vom Baby. Und eine hat mal gesagt, ich Scheiße. schwöre, du musst mal schauen, die, bei der Kappa, es ist so eine Dokumentation. Die sagen, also die ist mit diesen Pädophilen geredet und so, was denn die ganz genau geil macht dran und so. Ja. Dann hat er gesagt, das sind eigentlich genau die Fotos, die die Eltern machen, damit man das Gesicht nicht sehen, um Kinder zu schützen, aber es sind eben genau die Fotos, wo die man gebraucht nachher... werden. Ja. Zum Beispiel, weißt du, krank? Kennst du das Foto, wo Kinder so den Finger von Mami oder Papi so in der Hand Ja, haben? ja. Weißt du, was die Pädophilen sich vorstellen? Dass das Baby den Schwanz von dem hebt. Das soll ja nicht lachen, aber es ist verdammt Es krank. ist nicht Das lustig, ja voll aber gestört. eben, das ist es. Oder Füße, dass sie auf die Füße wichsen. Sie denken sich, wie sie auf die Füße wichsen Von von einem dem Kind? Baby und so. Von Ja. einem Baby. Von einem Baby, von einem neugeborenen Scheiße. Baby. Wenn solche Bilder Ihr machst. sind krank. Denen geht es nicht ums Aussehen vom Kind. So, Um ist das Kind jetzt Körperteil. schön oder ist es hässlich? Es geht nicht um das. Also gut, ich weiß Voll nicht, ich krank. bin ja nicht pädophil oder... Also, Ja, scheiße. Ich also habe mal kranke einen Scheiße gesehen, nicht im Hirn, aber... so ein Pädophil ist bei dem, kennst du den Leroy da, dem Rollstuhl? Der macht so... Ja. Bei dem war mal ein Pädo gewesen und der hat alles erzählt. Er war ein Pädo gewesen? Nein, also nicht er ist ein Pädo, aber er hat einen Ah. Pädo in seinem Podcast gehabt. Ah, okay. Falls du ein Pädo bist und mal willst da kommen und du offen darüber redest, Hm, dann komm da in den Podcast und bring ihn heim. wäre interessant, ja. Ja, dann wir dich fest. Nein, so. Ja, krank. Nein, das ist Ja, mega wirklich krank. ja. Ja, eben, du kannst es gar nicht weil egal was du machst, trotzdem kann ja draussen irgendwo jemand ein Foto machen, auch in der Body und so, weißt du? Ja, Kannst du gar, du musst dich einsperren. für die mich haben- ist es ein bisschen das gleiche Prinzip. Kennst du die Frauen, ja, Leute, die gejudged werden, wenn sie zum Beispiel wie ich Unterwäschefotos machen? Boah, so schlimm. So schlimm. Oh, schau, Aber und in sie der Body präsentiert ist ja sich so, aber sowieso in der Body sogar oben ohne abziehen Stimmt. und halb nackt rumlaufen mit 3000 Männern um dich herum. Jeder kann sich eins wichsen ab dir. Dort ist nicht schlimm. Ich habe das Dort heute ist ja mit einer normal. Frau gesagt, weil sie ist sie hat ein Bikini angehabt, wir sind in die Body und sie, so sie hat verhängt ihre Kleider anlegen. Sie ist so am Rausgehen, Ja. weißt du? Und ich so, ja, eigentlich, du bist ja nachher laufst ja sowieso draussen, wieso solltest du nicht, aber sie hat sich dann schon etwas angezogen, aber wieso Ja. solltest du nicht von die Hause zum Auto laufen, so, aber nachher gehst du in die Body und ziehst ja Kleider trotzdem ab. Und dann kommt sie ja eigentlich ist ja gar Ja, nicht so. oder dann machst du ein Video mit deinen Kolleginnen, wie du Body bist mit dem Bikini. Wo ist der Unterschied? Weil jetzt vielleicht nicht posest wie ich, weil jetzt vielleicht nicht vor dem Spiegel und posest schnell ein Foto machst, ist etwas anderes, wenn du eine Story machst mit deinen Kolleginnen, wie am See bist im Bikini. Für mich ist das nichts anderes. Ja, jeder Aber, kann selber entscheiden, oder? Ja. ja, eben, das ist das Ja. Thema, da kann man 3 Jahre darüber diskutieren Voll. und jeder hat eine andere Ansicht. Und, Aber findest du, Ja. das ist in der Schweiz so ein bisschen, dass die Schweizer so ein bisschen mehr so Leute immer kritisieren? Nein, eigentlich nicht. Weil die Schweiz ist eigentlich locker. Jeder denkt, wir haben einen Stock im Arsch. Aber ich finde nicht, dass wir einen Stock im Arsch haben. Das Problem ist einfach, die Schweizer, die können sich nicht um ihre eigenen Scheiße kümmern. Sie tun immer zuerst unter anderen Teppiche kehren, bevor sie unter ihrem eigenen Teppich kehren. Ja, Die voll. schauen immer, was läuft beim Nachbar, was macht die, anstatt mal ihre eigenen Probleme klären und sich Ja, um ihre voll. eigenen Scheiß kümmern, Ja, schauen sie immer auf die Sachen vom anderen. voll. Ja, ist so. Wie da die typischen Alten aus dem Fenster schauen. Ich habe genau eine gesehen Morgens am letztens. Abend eben, ja, so. Weißt du, was ich meine? So kommen wir mir vor, einfach in die junge Version. Ja, das ist genau so eine alte Idee. Ich bin nur mit dem Kinderwagen da gestanden, habe mit meiner Frau. Und sie so am Schauen und so hässig. Ich so, hey, ich bin ja nur da am Stehen, am Warten, Ja, wirklich. dass sie kommt. Was soll ich machen? Wenn ich weiterlaufe, sie stresst, will ich weiterlaufen. Ja, komm. Schuhe blasen. Hast du schon mal aufhören mit Social Media und Social Media löschen und so? Ja, eine Zeit lang, wo mich einfach alles anfangen aufregen hat, als ich mega sensibel war. Wegen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe einfach schlechte Zeit gehabt und dann habe ich mehrmals darüber nachgedacht, alles löschen. Ist das dort gewesen? Ich habe mal gesehen, du bist einmal über den Blick und so gekommen, wegen, du hast eine Wohnung gesucht oder so, oder sie haben dich nachher nicht wollen nehmen, weil Im Bülach. ist das wegen Social Media, dass sie dich nicht haben wollen nehmen oder wegen Tattoos? Also oder? nein, wegen OnlyFans hat es dort geheißen. Es sind übrigens Albaner gewesen. Schon. Ja, also die ganzen Nachbarn waren Albaner gewesen Ah. und dann... Und sie Ja. haben bei der Verwaltung gesagt, tun sie nicht
Also nein, er war ein Eigentümer. Er war ein Eigentümer, aber er war auch ein Albaner. Es sind nicht in dem Haus gefühlt, irgendwie jeder Albaner. Ja, Ausser okay. der eine war, glaube ich, Schweizerin oder so. Ja. Und die sind dann zu meinem Eigentümer gegangen, weil sie mich natürlich die Wohnung besichtigen und so, und haben dann gesagt, ja, von wegen eben. Also er ist dann zu mir gekommen, ich weiß ja nicht, was sie ihm ganz genau gesagt hat. Er ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich Pornos drehe. Wer? Kollege. Der Verwalter? Also ja, der Eigentümer. Der Eigentümer hat das gefragt, oder? Ja, er soll, ob ich Porno drehe. Ich so, ja, also, wie kommst du jetzt auf das? Er so, ja, meine Nachbarn haben gesagt, dass du so etwas machst als Arbeit und so. Und dann ist mir schon klar, dass er OnlyFans meint. Weißt du, so. Ja, okay. Also einfach, er ist halt älter und checkt das nicht ganz, oder? Ja. Und danach hat er gesagt, ja, die wollen eine Petition gegen dich machen, weil sie wollen dich nicht im Haus haben. Und ich so, aber was hat das jetzt ganz genau mit meiner Wohnsituation zu tun? Ich verstand es nicht ganz. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, die haben Kinder. Und die wollen nicht, dass du oder eine Frau wie du um Kinder herum sind. Aber was Macht das aber Sinn? zum das Verständnis für die auf OnlyFans, die einen checken gar nicht, was man dort postet. Einfach Man kann posten, was man will. Aber was postest du dort zum Beispiel? Das sage ich doch nicht. Okay. Kannst du abonnieren. Ja, weißt du, dass Er jemand... weiß es. Ja, also wenn ihr neugierig sind, dann gehen sie. Ich kann leider Ja. nicht rauskitzeln. Ich habe gedacht, weißt du, was die einen tun nur zum Beispiel nur Füße, Fotos posten. Genau, weißt du, man kann machen, was. Also, nur weil du OnlyFans hast, aber heisst dann kannst du nicht, eben auch du kannst auch Sachen dort posten, die gar nichts mit Sexualität zu tun Genau, haben, oder? gar nicht. Es heisst eigentlich OnlyFans. Just for fans. Aber das Also, läuft halt am besten, oder? Das... Genau, es ist dann einfach auf die Schiene gegangen, dass Frauen sich dort anfangen auszuziehen und so. Und Weil eigentlich ist die Idee, die Grundidee gar nicht die gewesen. die Grundidee war nicht, glaube das. Ich bin mir so ganz sicher, ich wollte das nicht einfach irgendetwas behaupten, Nachher weil haben ich sie das nachher gemacht. weiss, dass es nicht stimmt. Aber es ist einfach, die Frauen haben das angefangen zu machen. Aber am Anfang war es harmlos gewesen. Am Anfang, ich weiss, wo die OnlyFans angefangen hat, ist das eigentlich jetzt nichts Schlimmes gewesen. Einfach ein bisschen heissere Fotos, aber jetzt nichts jetzt so. Gibt es auch die Pornomässig. Fäkalfetischisten? Da kann man dort auch einfach zum Beispiel schießen und in seine Scheiße posten und so, oder wird das gespielt? Ja. Es gibt Nein, ja so du kannst kranke alles Leute, machen, die ja, für das du kannst zahlen. alles und so. machen. Also ich kenne einen, dem seine Mutter hat das Domina geschafft und die haben dann nachher dort können, die haben einfach Scheiße bestellt. Ja, einer hat auch von mir ein Takeaway. Video wählen, wo ich einfach in das Glas pissen und nicht das kaufen. Voll krank. Und dann der Kollege, man, Musst du das ist so machen für viel kranker Geld, Scheiß. oder was? Nein, also das ist mir schon fast zu krank, aber eben. Scheiße. Nein, das mache ich nicht. Also, und du bist jetzt alleinerziehend. Ich bin alleinerziehend, richtig. Und hast du Schluss gemacht? Oder? Und jetzt bist du schwanger. Sind das dem gleichen? Oder Ich habe was? mich getrennt von ihm im August. Ende August. Genau, Ende Ja. August. Und zu der Zeit bin ich schon schwanger, aber ich habe es nicht gewusst. Ah, du bist schon schwanger. Ah, du hast es nicht gewusst. Genau, ich habe nicht gewusst, Ah. dass ich schwanger bin. Also wahrscheinlich gerade in dieser Phase nicht gewesen, wo es gerade befruchtet worden Ja. ist oder irgendwie so etwas. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Einfach so dann etwa, sagen wir eine Woche oder so, 2 Wochen später habe ich dann herausgefunden, dass ich schwanger bin, nachdem ich Schluss gemacht habe. Und weiss er überhaupt, dass du schwanger bist jetzt? Ja, logisch. Hast du Kontakt, oder? Ja, also terrible, aber wir haben Kontakt. Schon. Ja, Also logisch. was heisst, wie viel kann er dich sehen in der Woche zum Beispiel? Er kann sie sehen jederzeit, wenn er will. Ah. Ja, aber die einen, ich habe ja viel, also eigentlich jeder Nein, ich Kollege von mir... verbiete ihm seine Kinder nicht. Ich verbiete ihm seine Kinder nicht. Ich will eigentlich das Gegenteil. Ich will, dass er Kontakt hat mit seinen Kindern. Ja. Weil ich will, dass meine Töchter, ich rede jetzt für beide, weil sie auch bald da ist, Ja. ich will, dass sie der Vater sind. Ja, Und voll. dass sie nicht denken oder aufwachsen, denken, dass sie keinen Vater haben. Ja. Das will ich nicht. Aber sieht er sie dann oft, oder was? Nein, also er hat sie jetzt... Pro Monat wie viel? Pro Monat gar nicht. Gar nicht? Er hat sie jetzt, Ah, seit dem August, sind wir uns getrennt haben, hat er sie 2 oder 3 Mal gesehen. Seit für dem eine August, Nacht. ja. Also ist ja bald ein Jahr. Ja. Ah, sie pennt dann dort? Also, ja, das Er ist- bei mir also, pennt. Ah, Auf dem Sofa. okay. Scheiße. Ja, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Weil wenn ich sie schon zum Beispiel, ich sehe sie nie 24 Stunden, aber wir sind ja noch zusammen. Mhm. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich heimgehe als Erste, ich gehe direkt zum Baby, weißt du? Ja, Der Hund eben. tue ich auf die Seite, Ja. wie gross kommt, ich gebe ihr die Rückhand. Meine Frau auch, gang weg. Nein, so, aber Ja. ich gehe zum Baby direkt, oder? Ich würde sie unbedingt sehen. Jetzt, wenn ich Ja. heimgehe, ich gehe direkt zu ihnen, weißt du, was ich meine? Ja. Ist schon, weißt, nachher, ich gebe schon meiner Frau nachher. Ich bleibe nicht die ganze Zeit ummachen, wie irgendwann Ja, habe ich es ja. auch gesehen, weißt du, aber Ja. ja, das kann ich irgendwie nicht verstehen. Ich kenne mega viele Kollegen, die ihre Kinder gar nie sehen, aber das ist meistens, weil sie es hure streiten und die Frau nicht will, dass sie es sehen. Und so, ja. Ja, nein, ich würde niemals so machen. Aber ich glaube einfach, er hat von Grund auf kein schlechtes Herz. Ich probiere es wirklich nicht schlecht zu reden.
Probier es so lieb wie möglich formulieren. Er hat von Grund auf er hat kein schlechtes Herz. Er handelt einfach in sehr viele Sachen falsch. Er weiß nicht, wie mit seinen Emotionen umgehen. Ja. Er ist ein Und Chink, Alter. Ja. ich finde halt einfach, er wäre mega gerne der Familienvater, den er denkt. Ja. Aber er ist es halt. Weil ich finde halt, entweder du bist ein geborener Vater, sowie als geborene Mutter. Bin ich oder aber nicht im Fall. Bist du nicht? Nein. Ich habe heute die Windeln gewechselt, fast zusammengebrochen. Ich sage meiner Frau, bitte mach du. Nein, jetzt nicht so. Ja, aber weißt du, so geborener Vater, dass du ich weiß, was du meinst, so voll fürsorglich bist und so, oder? Dass du einfach die Interesse hast, Aha. dass Kinder für dein, Einfach im Interesse. dein Leben sind Okay. so. Also weißt du, Ja. was ich meine? Voll. Außer du hast. Ja, Ja, kannst schon essen. Leute, I have cravings. Sie ist schwanger, 9. Monat, sie muss Oh fressen. nein, wirklich. Was ist das? So viele Cookies. Ist wirklich? Ja. Oh mein Der Gott, den Hype Leute, kann braucht. ich das Kamera zeigen? So viele Ja, Cookies von zeig. die Pregnant Mia. Von wo ist das? Machen wir Werbung, könnt ihr mich anschreiben. Ja, Subway. Subway schreibt mich an. Nach der Nationalmannschaft Dings vielleicht. Hurli, willst du das Kekсли? Ja. Aber kannst du bitte dunkel nehmen? Nein, Spaß. Nein, nicht was du willst. Das ist Spaß. Nein, mir ist auch egal. Willst du auch gerade einen? Mm. Die sind so. da sind wir stehen geblieben. Schafft er dort, oder wie? Hey, warte mal, die Walnüsse drin? Mega bist du allergisch. Ja, voll. Ja, nicht, ja. Was ist das Kränkste? Podcast, gell, dass wir wieder halb stirbst. Ja, scheiße, irgendwann stirbe ich. Ja. Sieht man es wenigstens auf Cam. Geht sicher viral, kannst meine Frau. Kannst du nachher posten. Was ist das Kränkste, was je jemand gemacht hat in einer Beziehung? Bei mir? Das Kränkste ist Betrügen. Mhm. Ja. Oder das Kränkste ist vielleicht ein Streit mit mir und Matteo. Ich und Matteo haben das verprügelt. Ihr habt euch verprügelt? Mhm. Also wie verprügelt? Ins Gesicht geschlagen? Und ich habe Pfanne genommen und ihm über den Kopf geschlagen. Aber weil er... Was, du hast ihm die Pfanne über den Kopf geschlagen? Weißt du wie? Er hat mir Spaghetti ins Gesicht gerührt, als ich gekocht habe. Warum? Wir sind schon am Streiten gewesen und dann habe ich Spaghetti gekocht. Carbonara. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe nicht mehr gekocht, das ist mi. So haben wir angefangen zu streiten. Und danach sagt er so, hat er Spaghetti so in die Hand genommen, hat mir die Spaghetti ins Gesicht gerührt und hat gesagt, das ist Carbonara für dich, wegen Italiener, du weißt. Hast du aber nicht Rahmen nicht da? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ja, das ist verstanden. Auf jeden Fall hat er mir die Spaghetti ins Gesicht gerührt. Und dann habe ich so, oh, was für ein HS, Alter. Also du hast für ihn gekocht? Warte mal, nur dass meine Wir Frau... haben gestritten. Ich will, dass meine Frau das hört. Ja. Schau mal, ich habe das nie gemacht. Stell dir vor, ich rühre das Essen ins Gesicht, wenn du kochst. Ich schwöre, er hat Spaghetti so genommen und mir so ins Gesicht gerührt. Oh Ich so, shit. schon, Dann verstehe ich die Pfanne über den Kopf. Das hat meine Frau Und gemacht. Pfanne genommen. Meine Frau hat mir direkt sogar durch die Pfanne. fast die Finger abgetrennt. Schau mal, ich kann ja... Dort sind sogar Bullen zu uns heimgekommen, ja, Mann. Ja, Ja, Mann. das Kind Er ist auf hat der sogar Bullen Welt. angerührt. Nein, sicher nicht, das Kind ist noch nicht da gewesen. Ja, das checkt ja eh noch nicht, weißt du. Das ist einer der Gründe, wieso ich mich getrennt habe. Weil Mhm. ich nicht wollte, dass meine Kinder so etwas können. Würdest du wieder mit ihm zusammenkommen? Nein. Und wieso hast du so lange überlegt? Nein, ich muss mich erklären. Das Problem ist, es war nie mein Ziel, mich zu trennen von meinem Kindesvater. Ich habe ja Kinder mit ihm gemacht und geheiratet mit ihm, damit ich mich trenne von ihm. Ich bin nicht so eine Person. Mhm. Wenn ich mit jemandem zusammenkomme und Kinder mache, ist ja eigentlich Intention, mit dieser Person zusammen zu bleiben. Ja. Nur weiss ich, weil er sieht bis heute nicht ein, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Er sieht bis heute nicht ein, irgendeinen Fehler bei sich. Was ist der Trainingsgrund? Ja, dass er mit mir umgeht wie der letzte Dreck und ich einfach die Schnauze voll kann. Aha, wegen Spaghetti Sichtschüsse und so. Ja. Es sind einfach so Sachen, oder Treue, die Merde von morgen bis am Abend. Weißt du, Was? irgendwann hast du es gehört. Ich schwöre, das ist sein Standortwort. Treue. Also, Sei das una heisst, Troja, du bist Piccione. eine Hure. Weißt du nicht, was du bist eine Hure, du hast einen Fernseher gefickt, Das du hat- bist so. Die ganze Ja, aber Zeit. das hat er ja schon vorgewusst, bevor er geheiratet Er hat alles schon vorher gewusst. Plötzlich ist dann OnlyFans ein Problem. Also es sind einfach. Aber hast du OnlyFans schon vorher anstrengend. gemacht? Ja, ja. Ich sage jedem Mal, wenn ich zusammenkomme, solange du mich nicht finanzierst, würde ich nicht aufhören damit. Hast du ihn finanziert? Ja? Oder hat er aber... Beide haben verdient, oder? Wir haben beide verdient, ja. Mhm. Aber eben, schlussendlich ist es dann so gewesen. Oder?
Mehrheitlich habe alles ich gemacht. Er behauptet, das stimmt nicht, er habe genau gleich viel gezahlt, aber gleich viel Haushalt, zahlen oder? für ihn ist die Hälfte von der Miete. Und Was für Haushalt? mich nicht so ist, hä? Ah, hat er halbe gemacht, Miete? Miete, ja. Ich mache das auch so. Eben, halbe. Einfach alles, tut mir einfach egal. Ich kaufe. Eben! Wir schauen gar nicht. Weißt du, wir gehen nicht schauen. Manchmal, ich kaufe, ich schicke dir nicht jetzt eine Tweet-Anfrage. Ja, du musst mir Hälfte tun. Ja, aber so Einmal eine zahle ich, Miete, einmal sie, aber sonst alles ein halb. Auto würde ich schon, also, Krankenkasse und so, checkst du? Ja. ja. Ja, das ist ja Was gut. du noch meinen? Ja. Was du auch noch mal einen? Aber ich muss ja so reden. Aber wenn denkst du nicht, wenn ein Mann weniger als eine Frau verdient, dass das... Ich bin im Bild. Aha. Ich bin im Bild. Ah, sieht man das Viertel von ihr, das knackige Viertel vom Testo Schorsch. Der Testo Hans, ja. Also, Nachher noch all die auch, ja. Ja. Ins Viertel rein, ja. Oder direkt ins Pfeifer, ja. oh mein Ähm, Gott, kann man das? Nein, keine Ahnung. Geht Sehe das, ich so das aus, wie wenn ich Pfeifeli? Testo nehme. Ist der braune fein, der schwarze? Ja, voll. Ich probiere es hier. Sogar besser. Das prägt mich schon ganz am Ich Fressen. wollte sagen, für mich, oder findest du, es wäre ein Problem für jemanden, wenn der Mann weniger verdient als die Frau? Nein. Aber für mich wäre es schon das Problem. Nein, meine Frau wird. Für mich ist es kein Problem, Mega wenn ich grosser sehe, dass Unterschied. er sich bemüht. Verstehst du? Aber wenn du denkst, Nein, ich nicht bin für dich. Geldscheisser- Sondern Ja. dass es für den Mann, Ja, Weißt du, dass kommst er- mit mir zusammen, was soll ich da sagen? dass er das scheiße findet. Also nicht er jetzt, allgemein. Ja, ich kann schon verstehen, dass ein bisschen Ego wehtut am Mann, aber der macht auch etwas dafür. Also weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, du verdienst recht gut. Ein Beispiel. Ist finde schwierig einfach, zum, Lass jetzt, vielleicht sehe ich das auch falsch. Weißt du, einen Streit vergiss ich nie. Das war eine Woche vor unserer Geburt. Dort ist so viel passiert in der Woche vor der Geburt. Jetzt ist es auch eine Woche vor der Geburt, oder? Jetzt ist auch eine Woche vor der Geburt. Einfach was. Ich habe einen Hund gerettet, doch. Ich habe einen Hund gerettet und Wie? der Hund, der Grosse. Gerettet? Ja, von der Tiertötungsstation. Aha, so, okay. So. Und die hat immer schon Angstpisse gemacht. Ja. Und die haben immer Angst gehabt, von keine Ahnung, von unnötig. Sogar wenn ich aufgestanden bin mit der Schule hinterher geschossen und hat sie angefangen so sich Ist einpissen. der Hund geschlagen worden oder so? Ja, weißt du, was passiert ist? Ich weiß leider nicht, was passiert ist, aber Sorry, kann ich echt das Wasser? Ich glaube, ich habe das ganze Mund voll Wutzli. irgendetwas ist passiert. Und der kleine Pisser, Chihuahua, das ist auch ein Chihuahua, Ja. der Ich sehe damals in Schweinehund, der Story. Meine Genau. ist übergewichtig. Deine ist übergewichtig, ja. Meine ist übergewichtig. Ist ein Mädchen oder Bub? Sie ist sie. Sie. Ja. Meine ist ein Bub. Mhm. Und er markiert. Oh, darum haben wir das eingenommen. Genau. Und bei ihm ist es wirklich außer Kontrolle. Und er hat das Sofa gehabt, ich probiere es kurz zu machen. Er hat auf jeden Fall immer das ganze Sofa überall um die Ecke markiert und so. Und es hat dann einfach angefangen, ja, nicht mehr gut zu schmecken. Und Ja. ja, so, oder? Und er hat dann das ganze Sofa kaputt gemacht. Und hat alles in der Wohnung umgeschmissen, dass sogar noch der Fernseher kaputt ist. Also Das war eine Woche vor Geburt. Gewesen. Dann habe ich ihm gesagt, ich so, was denkst du jetzt? Wie schaffe ich das? Ein neues Sofa, neue Fernseher, alles hat er organisieren vor Aggressionsprobleme, oder? Geburt? Ich glaube schon. Also, das ist keine Frage, natürlich. Also er hat plötzlich den Sofa auseinandergenommen und im Fernsehen geschossen. Das Fernseher kaputt gemacht und das Sofa, alles. Oder? Er hat aufs Sofa geschlagen, das ist ein Fernseher gespickt, so ist der Fernseher auch noch gerade dazu gegangen. Aha, okay, er hat es nicht absichtlich, ja. Seine Rechtfertigung ist, dass das Sofa kaputt gemacht hat wegen dem Hund und ich ja keine Acht gebe, den ganzen Scheiß und so. Ja. Als ob ich mit dem Pippo irgendwie flüstern könnte, hey, bitte hör auf markieren, gell? Markiert hör er auf. immer noch, oder? Ja. Ja, weil letztes Mal ist Aber das jetzt hat er Männchen... Pampers an. Schon. Ja. Weil es ist ein Männchen bei uns, gewesen, so ein Pudel, eine Kollegin von meiner Tochter Hat hat er den markiert? mitgenommen. Und der, nein, er läuft einfach und pisst einfach. Aber der ist noch jung. Es kommt einfach raus. Mhm. Ja, das ist schade. Darum haben wir kein... Bei der Weibli ist halt scheiße. Periode. Ja, aber wir haben sie steril. Aber sie haben da so Windeln gehabt. Aber sie hat so wenig Blut. Bei einer Chihuahua kommt so wenig raus. Mhm. Aber sie hat einmal Junge gemacht, sie hat gekalbt. Wirklich? Ja, Hat 3 er Junge. verkauft? 2 sind gestorben bei der Geburt. Das war Nein. noch schlimm. Gewesen. Der Kopf war offen gewesen und sie hat angefangen, das Hirn zu essen und so. Ja. Nein! Am 4 Uhr am Morgen und so. Mir so, Schau, was soll ich machen? Ich muss nachher den Hund nehmen, in den Karton tun, weißt du?
Und ich kann noch mal schauen, ob er lebt und so. Mutter darf von Sien essen. Ja, die fangen da die essen, glaube ich. Wegen? In der Natur machen sie das, glaube ich. Und nachher sie schauen am Anfang, wo sie ist und so. Weißt du, wie kann sie in den Kübel tun? Also in Karton. Ja. Wie sie geht dann schauen, wo ist sie? Ja. Ja. Also, muss ich mir das Stab geben? Muss ich den Brunnenpapier da? Die sind mega gut. Aber jetzt langt noch Scheisse noch da. Führt sie nicht die Hose daheim. Es geht so. Also in dem Fall würdest du nie mehr mit ihm zusammenkommen. Aber könntest du dir vorstellen, in Zukunft noch mal heiraten? Jetzt vielleicht gerade nicht, 1 Woche vor Entbindung. Ja, vielleicht jetzt in dem Stadium, wo ich jetzt bin, würde ich jetzt mal so behaupten. Nein. Aber es ist auch schwierig, dass jemand will, ein Mann oder eine Frau, die schon Kinder hat, oder? Aber es gibt Also schon. bei mir natürlich. sind die Jungen am Gas geben. Was heisst die Jungen? 18-Jährige? Nein, häng's. Ich bin schon 15 Jahre am Sagen nach so. Nein. 23 so. Also wie Gas geben? Was meinst du? Die schreiben dich an, oder? Ja, all die jungen Schnufferlis. Schon. Ja. Also was willst du denn? Ich weiß doch nicht, was sie wollen. Also sie schreiben einfach, aber ihr Ja. könnt rausgehen und etwas machen. Ja, aber was willst du mit einem 23-Jährigen? Du hast 2 Kinder, wie willst du mit dem eine Beziehung haben? Das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Also gut. Also, Das es macht sind ja mega keinen viele Sinn. Frauen, die junge Männer haben können und das funktioniert irgendwie. Schon? Ja. Ja, aber so ein 23-Jähriger, der müsste ja dann wie auch Vaterrolle übernehmen für Kind. Ja. Eben. Also, Also wir- wenn es ein Junge ist, dann Ich muss meine, er wenn schon... es eine Beziehung würde Genau, werden. wenn es ein Junge ist, dann muss er schon dem Ganzen sehr gewachsen sein. Aber weißt du, ein 40-Jähriger Ja. sind ab und zu auch nicht besser. Also weißt du, die sind dem Ganzen vielleicht Ein auch nicht ganz 60-Jähriger. gewachsen. Auch wenn sie 40 sind oder 35. Ja. Also sorry. Mein Ex-Mann. Also sorry, Aha, der ja, ist ich weiss, auch was du meinst. 34, aber der ist dem Ganzen auch nicht gewachsen. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. weißt du, was ich meine? Da kann ich so gut mit 23 nehmen, ich muss auf den gleichen Scheiß. Aha, okay, es kommt aufs Gleiche raus, meinst du? Es kommt schlussendlich? aufs Gleiche raus, wir sorgen um meine Tochter. Also, weißt du, was ich meine? Aha, okay, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Und was ist die grösste Red Flag bei einem Mann? Größte Red Flag. Die weiss auf scheinheilig tun. Also wie? Ja, dass sie also auch so anständig sind und Also inwiefern anständig? ja, dass sie wirklich so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist einfach so vibe-mäßig. Ich kann es jetzt nicht so sagen. Bei mir sind Red Flags so basierend auf Vibes. Einfach die Vibes, die ich von einem Menschen bekomme. Ja. So tue ich nie sortiere, Red Flag oder nicht. Also er sagt so, er ist voll der gute Mensch und so. Ja, weißt du, und er hat immer lange Beziehungen gehabt, aber leider hat es nie geklappt, weil Frauen immer schuld sind und so. Er geht abfahren. Schönen Geht Abend. dort gehen, geh wieder zu den Exen, die ja so schlecht sind. Schönen Abend. Ja, über Ex-Partner reden macht so bei einer Kennenlernphase macht ja nicht so Sinn, ja. Ja. Das Aber macht wenn du also- fragst, ist ja wieso voll- hat es nicht geklappt, dies, das. Aha, ja. Ja, okay, wenn wir einmal kurz darüber reden, okay, aber Eben. wenn es die ganze Zeit um das geht. Ja, nein, Ja, das ist schönen etwas Abend, anderes, oder? ja. Jetzt tue ich einfach etwas, das frage ich immer die Leute, ist der rund oder flach? Rund. Wir finden nie jemanden. Ich suche immer noch einen Verschwörungstheoretiker, der 100% davon überzeugt ist, dass der flach ist. Kommt an. Also ich Habe- sage auch, es ist Habe rund. ich gesagt, Ariel, es ist flach? Ja, aber sie hat nachher gesagt, das sei sie extra gesagt. Aha, okay. Aber ich glaube dem nicht. Sie hat ihr sicher gesagt, hey, sag das. Ja, sie hat gesagt, sie hat das extra gesagt, um Aufmerksamkeit Ja, zu ja. generieren. So. Was auch geklappt hat natürlich, aber ich glaube nicht. Hast du mal etwas mit dem 6ix9ine gehabt? Ja. Wie ist das dazu gekommen? Er Der ist schon hat- verdammt bekannt. Ja, er hat das Konzert gehabt. Also Und du hast dann- gesagt, er sei der hässlichste Typ, wo du jemals etwas gehabt hast, oder? Ja, aber ich finde aber manchmal hässliche Typ attraktiv. Ich weiß sowieso, ich habe Ja. so ein dick bisschen. Und wie ist das dazu gekommen? Er hat das Konzert in Zürich, ich war Backstage gewesen, und dann sind wir mit aufs Hotel gegangen und dann hat er mich nach meinem Akku gefragt und dann hat er alle rausgeschmissen, inklusive mich. Also nach dem Akku? Ja, Ladegerät. Ah, okay, Ladegerät. Und dann bin ich noch aufgelaufen. Ich so, sorry, mein Guy, aber du hast das Ladegerät, ich muss eingehen. Ja. Und dann hat er gesagt, hey, ich komme rein und so. Und dann habe ich dort übernachtet und dann ja. Passiert. Ist passiert. Und nachher keinen Kontakt mehr gehabt, oder so? Hat er nicht Nummer Nein, getauscht 2 und Tage so? nachdem noch Kontakt gehabt. Aber Ja. ja. Jetzt können mit ihm. Der hat genug Cash, weißt du? Kel oder mit Ja. Wiz Khalifa auch. Mit ihm hast du auch etwas gehabt, oder? Mhm. Mit dem Wiz Khalifa? Aha. Auch Backstage gegangen?
Frauenfeld habe ich ihn kennengelernt. Ah, Open Air. okay. Er ist der liebste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Ja. So korrekt und so lieb. Und wie ist es dort dazu gekommen? Genau. Also keine Ahnung, wie du mir jemanden abschleppen, aber... Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich bin zum Beispiel dort... Wer ist dort gewesen? Shirin wir sind David ja zum Beispiel. Ja, Frauenfans, er so, wie ja, lande ich ich denn bei der Shirin David nachher bei ihr im Zimmer? Oder? Das macht so einfach geht das. Ja, es war so, dass wir Frauenfeld Backstage gehängt haben. Er hat gesagt, er geht jetzt auf Zürich, ob ich mitkommen will. Ich so, bin ich mitgegangen. Und dann vom Club dort, kommst du mit ins Hotel? Ja, easy. So. Aha. Okay. Also ich gehe die schon nicht fragen, darf ich bitte mit ins Hotelzimmer kommen? Die kommen dann schon von alleine und Kannst du mir die organisieren als Podcast-Gäste? 6ix9ine und Wiz Khalifa. Scheiße, das ist ja krank. Aber der Navin Hostetter kommt bald. Bring den heim. Also, wir haben noch eine halbe Stunde, nachher musst du gehen, gell? Ja. Was soll ich da noch? Ah ja, wie siehst du Vorbildfunktion? Ich sehe es bei mir auch und ich sehe das voll nicht ein, dass ich das Vorbild überhaupt für Ich jemanden auch, muss sein. kann ich auch sagen. Und tun dir da Leute auch Vorwürfe machen? Ja. Aber weißt du, manchmal da hin und dort wieder raus. Ich muss... Immer noch? Ja, aber weißt du, manchmal musst du dich am Anfang schon ein bisschen erklären, weil es ist halt schon das Ja, am Thema. Anfang, aber ich habe es aufgegeben. Weißt du, ich mache das schon so viele Jahre. Ich bin auch an Ich bin dem kein Punkt Vorbild langsam. für niemanden. Fertig. Ja. So. Hä? Also was hast du ihnen denn gesagt? Also meiner Meinung nach sind immer sowieso, weißt du, wir sagen jetzt, musst das der Hot Chip dort hinten zum Beispiel. Ich bin in der Zeitung gekommen. Ich komme jedes Mal negativ in den Medien. Weißt du, einmal zuerst wegen TikTok Live Matches, dann hat es gesagt, ja, ich mache das Kinder mir spenden, Kinderabzocker bin ich und so. Weißt du, aber jedes Kind hat schon Geld, oder? Dann ich mich dort auch erklären. Und wegen dem Hot Chip auch. Wir verkaufen ja den bei Candy House. Was ist das? Hot Chip, das ist so. Ui, ja. Und dann haben sie eben einfach mich in die Zeitung da, alles gut, haben mich gefragt. Und nachher haben sie einfach noch einen Artikel da, wo Kinder gestorben sind und so. Weißt du, so. Für mich verbinden, dass ich das an Kinder antrülle und die können sogar daran sterben und so. Weißt du. Mhm. Und ich glaube, eben, wenn es solche Dinge sind, dann musst du dich aber schon ein bisschen manchmal erklären. Weißt du. Was soll ich einfach sagen? Ich kann ja nicht einfach sagen, ja. Aber weißt du, sind ja die Eltern die schuld, oder? Ja. Also, hä? Also die Schuld nicht. Ich meine, Wenn die Eltern verantwortlich. Verkaufst es jemand anders. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, mein Gott. Vor allem ist es legal eben, ja. Ja. Und bei dir ist es vielleicht mit dem OnlyFans, oder wieso haben sie es bei dir gesagt? Wegen Sachen, die du Ja, wegen so Sachen halt. Aber es ist so, Ja. amigo. Denkst du, dass jetzt wegen dir? Bei mir geht es hauptsächlich nicht um Kinder. Der meiste Hate, den ich bekomme, ist das von Frauen. Ich weiss, wo OnlyFans angefangen hat und so, ja, es gibt noch Leute, die sind vergeben, bla bla bla. Und dann denke ich mir so, ist das jetzt mein Problem? Ah, was? Dass Leute, die wenn... mal so Sachen anschaut oder es läuft mit dir. Aha, also die haben die Frauen gesagt. Weißt du, wie viel sind Frauen schon zu mir gekommen? Was Also es ist nicht so, dass es viel mal war, aber es hat schon wirklich schon ein paar Fälle gegeben, wo Frauen zu mir gekommen sind und mich angehasselt haben, weil ihre Freunde mich abonniert haben auf OnlyFans. Dass die überhaupt noch zusammen sind. Also wenn meine Kollege, Frau würde sehen, dass was- ich jemanden abonniert was habe, läuft würde sie mit Schluss dir? machen. Ist jetzt meine Schuld? Wenn mein Mann ins Puff geht, dann gehe ich ihn schmieren und nicht... Also, Ja, normal. Also, Oder du, weißt du, was machst, ich meine? du trennst dich dann. Das macht ja gar keinen Sinn. Was soll ich denn mit Eben. den Nutten reden? Hey, was machst du da mit mir? Weißt du, also wenn ich jetzt eine so, Frau wäre, das würde ja gar keinen und Sinn eine machen. so, ja, kannst du ihn bitte rauslöschen von OnlyFans? Nein, kann ich nicht. Hä? Und nicht, weil ich etwas von deinem Mann will, weil er mir zahlt. Ohne Scheiß, das ist vorgekommen. Das macht ja weil gar er keinen zahlt, Sinn. du zahlst bei mir nur schon ein Abo. Für ein Abo alleine zahlst du 9 Stutz. Und du hast noch gar nicht gesehen. Nur schon, dass du mich abonniert hast, zahlst du 9 Stutz. Ah, und nachher muss man noch mehr zahlen, oder? Ja, sicher, du musst für alles zahlen. Für das ich mit dir schreibe, wenn du Bilder von mir willst, musst du Aha, für da gibt es zahlen bei überall. mir. Ah, okay. So, weißt du, was ich meine? Und das ist so, wieso? Hey, sag doch du dir, also ist es jetzt mein Job jetzt seit Neuestem, oder was? Anderen Männern sagen, was sie zu tun haben. Nein, ist nicht mein Job. Wenn du nicht willst, dass dein Freund auf OnlyFans ist, dann trennst du dich entweder von ihm oder keine Ahnung, sitzt du am Tisch nochmal mit ihm und redest ein ernstes Wörtchen mit ihm. Ich weiß auch nicht. Ja, es gibt schon gestörte Leute, also ich weiß auch nicht. Also eben, wenn jetzt meine Frau würde irgendeinen Mann bei OnlyFans abonnieren, zum Beispiel umgekehrt, weißt du, wenn du das Ja. umkehrst, hey, ich würde dann sagen, hey, schau, dort ist die Tür, entweder gehst du raus oder ich gehe raus, schönen Abend. Und sie würde genau das gleiche machen bei mir. Wenn ich würde, Eben. ich bin ja verheiratet, wenn du verheiratet bist und du hast Kinder und so, was hast du? Meiner Meinung nach hast du dann nichts dort verloren, weißt du? So, Nein, hast du nicht. dass du, oder okay, wenn du es machst, dann, aber dann kannst du nicht an dem die Schuld geben, wo dort der Creator Ja. macht. Gar keinen, das ist ja krank. Scheiße. Nein, das ist völlig weich. Also, wir kommen zu den Zuschauerfragen. Ja.
Da hat es wirklich am meisten gegeben. Mit Abstand. Aber die einen lese ich gar nicht Sicher vor. eine trümmelige Frage, gell? Ja. Ja, Also eben. ja, ich stelle sie, du kannst dann auch sagen, ich will sie nicht beantworten. Und dann können wir das auch gerade raus. Also ich lese einfach alles vor, ist gut. Ja. Oder willst du nicht, Also, dass die kommt drauf an. Jetzt, nimm die du als am gescheitsten findest. Nicht zu viel. Okay. Musst du deinen Besuchern was zahlen, das kommt? Ob ich Gage bekomme, dass ich da hocke? Nein, Leute, ich bekomme von Bierweich keine Gage, weil ich ihn einfach so von Natur aus geiles Sicht finde und dann nehme ich kein Geld für so etwas. Und weil ich sowieso zu wenig Geld habe. Ja, aber nicht, dass deine Frau persönlich nimmt, wenn ich sage geiles Sicht oder so, gell? Oh nein, sicher nicht. Sie ist- Okay. Nein. Nein. Okay. Was verdient man wirklich im Schweizer Reality-Business? 100k, 500k, 5 Millionen im Jahr? Ja, häng sie jetzt, Mann. Eben. Wir kommen auf die Zahlen, Mann. Wir sind immer noch in der Schweiz. Vielleicht in Deutschland, aber in der Schweiz ganz bestimmt nicht. Was gibt's da außer Bachelor im Reality-TV? Rein gar nichts. Was gibt es noch da in der Schweiz? Ja, nichts, wo dir auf jeden Fall Kohle reinbringt. Aha, das andere bringt kein Cash. Oder? Nein, also wenn, dann musst du auf War, Deutschland. was gibt es noch? Bist du Dschungelcamp in Deutschland? Das ist Deutschland, das ist doch nicht Schweiz. Ja, ich weiss, aber bist du dort gewesen? Nein. Aber Schweizer Dschungelcamp könntest du glaub, gar nicht machen. Es hat jetzt etwas gegeben mit dem Ja, aber die Gabirano. Schweiz Das ist ist zu zu klein, lame. es hat gar keine Leute. Genau. Wer willst du reinnehmen? Genau. Es gibt gar nicht, ich überlege immer, wer kann ich im Podcast nehmen, aber es ist recht limitiert. Es hat gar nicht so die Eben, ja. Stars und so. Der Ja. Erik Weber ist ein Star zum Beispiel. Ja, eben so, die Stars haben wir. Oder? Aber was kannst du ihm jetzt sagen? 100, 500? Was ist näher Gar bei keins von dem 500? nein. Ich habe ja vorher gesagt, dass er Im vom Jahr, Bachelor im Jahr. bekommen hat. Aha. Ja, aber du bekommst Er ja meint eine vielleicht- Gage. Er meint nur Real oder er meint allgemein Social Media für dich? Keine Ahnung. Ja, aber weiß ich doch nicht. Also, Ja. also Reality-TV ist Reality-TV. Ja, ist schon Onlyfans und so und dann gemixt mit Instagram, also kannst du ja nicht, also es ist ja... Voll, mich fragen jetzt immer, wie viel verdienst du und so, aber ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe keinen Lohn, aber ich komme nicht am 25. Lohn über. Und dann steht, Ja. hey, du hast das Bei verdient. mir ist es Keine immer Ahnung. unterschiedlich. Ja, voll, bei mir auch. Jeder Einmal Monat so, ist anders. einmal Also ich bin so. auf jeden Fall nicht arm, sagen wir es so, Ja. aber Ja, ich sehe, deine Wohnung sieht recht die Richtung. Sieht welche nicht so die günstig. neue oder jetzt die alte? Keine Ahnung, wenn ich deine Storys habe, sehe. Sieht nicht so aus, wie wenn es ein armes Zuhause ist, weißt du? Sagen wir so. Was? Nein, Mann, das hat nicht mal etwas... Sorry, mit Geld zu tun. Ich weiss auch, wie man Erich tun kann. Okay. Ja. Ja, Ja, ist nicht gut. immer mit Geld zusammen. Wie findest du die Richtung da? Das habe nicht ich gemacht. Das wird so. Er macht es sehr gut. Was will sie in 10 Jahren machen? Ist ja das gleiche Problem wie bei Fußballern, wenn sie 35 sind. Oh, von dem haben wir es ja genau vorher gehabt. Ihre eigene Frage. Das ist Was? sicher ein Bünzli, der das gefragt hat. Ja? Wie? Ja. Also, wo siehst du dich? Was willst du in 10 Jahren machen? Weißt du das Keine schon? Ahnung. Überlegst du gar noch Nein, nicht so Ich weit? überlege gar nicht so weit. Ja. Hoffentlich glücklich. Also, in 10 Jahren ist die eine Tochter 11, die andere ist Eben. 9, die gehen Glücklich nicht Ferien schön. machen mit meinen Kindern. Aber beruflich, ja, du hast in dem Fall hast du ausgesorgt, ja? Hm? Meinst du, hast bis dann ausgesorgt? Ich weiß nicht. Und dann musst du gar nicht. Eventuell. Ja, eben, es gibt eben Leute wie ich auch. Ich schaue schon, was ich könnte. Aber mich interessiert es gar nicht, wo ich dann bin, sondern wie viel habe ich zum Beispiel für meine Kinder Ja. übrig. Ich denke mir eben immer, wenn ich stirb, würde ihnen wie etwas da lassen. Finanziell oder so. Ja. Dass sie ein besseres Leben haben und ich lebe eigentlich nur noch für das. Ehrlich gesagt. Der Rest interessiert mich gar nicht mehr groß. Oder dass ich kann in die Ferien gut und sie können die Ferien geniessen, damit sie Erinnerung Siehst du, haben. that's being a father. Das Eben, ist und das, sie was haben ich meine. nachher Erinnerung an dich. Eben, genau. Du musst eigentlich Erinnerungen schaffen, Genau. sozusagen. Und du denkst gar nicht in 10 Jahren. Ja, vielleicht sterbe ich jetzt, wenn ich rausgehe, habe ich einen Hirnschlag und schönen Abend. Genau. Und denke gar nicht so weit, oder? Du musst im Moment leben. Stört sie, dass sie belächelt wird? Ihre Fame besteht ja eigentlich daraus, dass man sich lustig macht. Das ist eine Haterfrage. Das ist nicht mehr von Das ist eine Haterfrage. Ja, Ich hätte- richtig Haterfrage. Also das ist bei mir eigentlich genau Wer will gleich. belächeln? Wegen was will ich belächeln? Ich weiß es nicht. Vielleicht, also er meint vielleicht, man macht sich lustig, aber ich weiß jetzt nicht über was. Das ist ein Hater. Wegen Onlyfans. Aber ich habe solche Fragen auch manchmal. Ich habe das auch schon gehabt. Weißt du, sie denken, dass ich mich eigentlich lächerlich mache auf Social Media sozusagen. Also das Ich meine gucke ich so die Sachen einen. nicht an. Ich bekomme nicht mit, dass ich belächelt werde. Ja, Kann sein, dass hinter meinem Rücken passiert, kann ich. ja. Eben, du siehst ja nicht in den Kommentaren, dass Leute dich belächeln.
Nein, umgekehrt. Ich meine, die Kommentare widerspiegeln ja eigentlich das, was Ja, meine Community denkt. Nachrichten. Ich habe gesagt, ich habe schon lange keine mehr bekommen. Ja, schon lange nicht mehr. Ja, ist Aber du schon bist nicht mehr so krass. Also, Ja, du bist auch nicht mehr so krass. Du bist schon aktiv, ja. vor allem mit Stories halt. Mhm. Aber du machst ja jetzt nicht irgendwie. Genau. Ja, also, ich glaube, die meisten haben mich gern momentan. Vielleicht Ja. früher nicht so, weil ich zu viele Szenen gemacht habe, aber eben. Eben momentan nicht, ja. Ja. Mein Mikrofon ist die ganze Zeit ein bisschen weit weg. Schönen Abend. Schon. Frage sie, ob sie letztes Mal im Kick in Lotstetten war mit den Kollegen. Mann, nein, was nicht für Fragen. Was? Oh mein Nein. Ja, sie ist im Kick. Gesehen. Okay, OnlyFans. Wie viel hast du damals bei OnlyFans verdient? Haben wir schon gehabt. Details mit Belly? Nein. Nein, Leute, Belly, wenn ich du willst, sage kannst du nicht, da ich hoffe, ankommen. Ihr lasst mich endlich mal in Ruhe mit dem scheiß Thema Belly. Willst du einen abschließenden Satz zu ihr Soll sagen? ich abschließen? Der Mensch Nein, ist zu tot ihr. für mich. Ja, der Mensch ist tot für mich. Ich will nicht mit der Person zu tun und ich will nicht die ganze Zeit über den Menschen. Sie ist so eine Fährige und redet die ganze Zeit gerne über mich. Irgendwelche Scheiße im Fernsehen, Zeitung, Artikel dort muss etwas über mich sagen. Ich habe das nicht nötig. Ich will einfach nichts mit ihr zu tun haben. Fertig. Mhm. Und ich muss da nicht die ganze Zeit irgendwelche Fragen zu ihr beantworten, weil ich das gar nicht will. Ich will ihr die Aufmerksamkeit nicht mal schenken. Ja. So. Und ich Also hoffe wird's nie wirklich, mehr ein dass Comeback? auf meinem Instagram die Frage Halleluja endlich mal aufhört. Hast du oft das im Instagram? Oder? Jedes Mal, bei jeder Frage, Ronny. Wieso bist du nicht mit ihr verwendet? Ja, eben darum habe ich gedacht, kannst du es voll klarstellen ich und hoffe, sagen, hey, ja, ich wollte nicht sagen, schönen Abend. einfach fertig. Schönen Abend. Schönen Abend. Ja. Ah, du hast sehr wahrscheinlich auch schon genug gesagt. Ja, also ich habe es einmal gesagt und fertig. Oder? Ja. Also, nächstes. Wie viel verdienst du mit Insta? Also mit Klicks, das haben wir vorher besprochen. Wir verdienen kein Geld mit Klicks. Kein Geld mit Klicks. Nur habe ich gesehen, dass sie Werbung macht und so, aber das habe ich. Ja, Mag mit fragen, so- Werbung. Du kommst eben mit Link-Klicks, glaube ich, oder? Ja. Also, ich habe eben noch nie geschafft mit Link-Klicks, ehrlich gesagt. Ja, also die Firmen schauen einfach, wie viele Link-Klicks du hast. Aber du Und tust, anhand von dem tun sie dein Budget ausrechnen. aber hast du jemanden, wo die Firmen anschreibt oder kommen die Firmen automatisch? Ich habe beides, aber ich habe ein Management. Und die holen dir Aufträge rein? Mhm. Und die kommen auch einen gewissen Prozentsatz Genau. über, oder? Okay. Ich war eben auch mal bei einem Management, aber jetzt nicht mehr. Das wäre eben vielleicht, ja, weil meine Frau macht es bei mir, aber sie hat auch nicht Zeit, um die ganze Zeit Leute anzuschreiben. Und die wollen dann jedes Mal, weil ich sehe, du machst eigentlich nie Reels, Werbung. Du hast nie Ich? ein, Nein, ich ein mache Video Stories. post, nur Stories. Nein, das ist mir zu blöd, dann ganz Reel gut drehen. Aber wenn du eben ein Video machst, dann wollen sie gewillt mehr zu zahlen. Amigs, oder? Ja, genau. Wenn ich einen Feed poste, dann müssen sie mir zahlen. Viel mehr, oder? Ja. Etwas Doppelte. Sagst du, was du verlangst für eine Story? Nein. Okay. Kannst du mir das nach der Sendung sagen? Ja. Hä? In die Muffe oder nicht? Das habe ich nicht. Ich auch nicht. Thema Glaube, was bist du? Christentum ja, oder ja, Islam? Nein, komm, weiter. Next. Nicht. Nein. Du hast, hast du nicht 666 mal tätowiert? Nein. Nein, das bist nicht, das war jemand anderes. Aber du hast irgendetwas da mal tätowiert und hast das weggemacht, oder? Du hast doch irgendetwas mal im Gesicht. Ja, ich habe Angel im Gesicht. Ist das weg? Ja. Hast du gelesen? Ja? Ja. Ja, was? Nur damit ich mir neue Festsätze machen kann. Machst du neu, oder? Habe ich ja schon gemacht. Im Gesicht? Ich sehe. Ja, ich habe mega was, aber ich habe da 2 Tränen. Ah! Da habe ich so Bling Bling. Da habe ich den Namen von meiner Tochter. Ah. Da habe ich auch ein R. Und Ja, da meine habe ich Tochter etwas sagt auch, ich muss da den anderen jetzt noch anschreiben, aber ich schieße mich an. Schmerzen, gell? Nein, ich keine Ahnung. Ich habe zu viel gelesen wegen dem. wegen Krebs und so, wegen den Dings. Ah, wegen der Farbe. Aber ja. Aber es kommt darauf an, bei wem du das machst und so. Ich, Weißt du nicht, mal ist meine Urdame redet bei uns. aha. Nein, ist bei mir. Ja. Wie stemmst du alles finanziell? Hilfe vom Amt? Ja. Unter anderem. Bist du im Sozialamt? Ja, es ist sicher im Sozialamt. Ja, oder? sicher bin ich vom Sozialamt abhängig. RAV. Sicher Aber nicht. weißt du, die gleiche Person Das hat wäre das. das Letzte, was ich jemals machen würde. Ich würde noch lieber zuerst 100% schuften, anstatt vom Sozialamt abhängig Ja, sein. das macht für mich. Ich würde ja niemals Nein. Sozialamt. Nein. So kontrolliert werden und nein, Voll. hör mir auf und sagen, wie ich mein Geld ausgeben habe und was ich zahlen darf. Was ist geht's noch an, oder was? Mich haben sie wollen bei der IV. Ich mache ja das alles weg. Ich habe Corona gehabt, oder? Und schlimmer Verlauf. Und in der
Ich bin in der Reha und so. Und nachher bin ich eben so lange krank geschrieben, dass sich nachher die IV automatisch. Ja. Ich habe mich nicht angemeldet. Ich so, was für IV? Ich will kein IV. Und die haben den Prozess nicht gecheckt. Ich habe eben mit Live-Matches bis 16.000 und so im Monat verdient. Mal. Und sie sind nicht darauf klargekommen. Ich musste einen Job suchen. Ich so, nein, ich verdiene jeden Monat Minimum 10.000 und so. Dort mit diesen Dings. Und ich habe sie nicht gezeigt, sogar Auszüge. Aber sie so, nein, ich muss Fotos machen für Bewerbungsdinge. Ich so, ich mache mich selbstständig. Ich will kein IV. Aber das ist so gegen den Prozess. Ich musste das trotzdem alles machen irgendwie. Oder krank. What the fuck? Ja, weil mit IV, was kommst du über? 2.000, 2.500 Ja, und so. sure. Was willst du machen? Wie will ich in die Ferien und so? Aber eben die Gleiche, die das gefragt hat, sie hat nachher eine Herzli-Geschichte. Wie geht's Gloria, dem zweiten Hündli? Und noch mit Herz, weißt du? Ja. Zuerst fragst du, also wie geht's dem Hund? Gut. Regenheim. Ist sie nicht auf dem Sozialamt, das Hündli? Ja. Kannst du sie fragen, was ihr Bodycount ist? Ist es ein Typ? Ja. Oh Mann, ey, so Opferfrage, ehrlich. Was für ein kleiner Schwanz muss der haben, dass der mich so etwas fragt? Nein, ehrlich jetzt. Hast du verstanden? Wirklich, ich stelle mir das vor, dass du so einen kleinen Schwanz hast, wenn du eine Frau gehst, fragst, was ihr Bodycount ist. So, ganz ehrlich, Mann. Heb einfach deine Fresse und tu einfach normal. Und Was heb ist den das? Latz. Nein, wirklich, so unnötig. Weiter. Was macht dich wirklich glücklich? Meine Kinder. Schönste, Gell? was es gibt auf dieser ganzen Welt, ich schwöre. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, geht gerade mein Herz auf. Voll, gell? Ausser wenn sie aber... Außer wenn sie so brüllen oder so, da bekomme ich richtige Aggressionen über. Aber sonst, Ja, aber nachher wird es so schlimm. kennst du, wenn sie dich wahnsinnig machen, den ganzen Tag, und ich Fuck, denke mir ja. so, boah, bitte wird es einfach 8 Uhr, damit sie geht schlafen und Ja. ich meine scheiß Ruhe habe. Und dann liegt sie im Bett und dann tut es mir leid. Dann denke ich, nein, Schatzi von Mami. Ja, aber Und eben sie nachher lacht wird und so. Ich habe immer am Anfang wollen, dass sie so schnell wie möglich kann verschnurren und laufen und alles. Und Aber ich so nachher... schlimm. Doch, das schon, weil du kannst mit ihr interagieren mehr, du kannst mit Ja. ihr ein Gespräch führen. Aber, Was würdest du sagen, Es ist sind alle Stress. deine Kinder mit der gleichen Frau? also 2. Habe ich. Mit der gleichen, ja. Hast du 2 Kinder und die sind alle von der gleichen Frau? Ja. Okay. Ja, weil eine Die ist... 5-Jährige ist auch von deiner? Die ist 7 und die andere ist 8 Monate. Ja, die andere ist schon 7. Ist aber deine Tochter? Ja, Mit ihr? voll, ja. Ah, okay. Ja, Haben die so lange Abstand gemacht, oder? ja. Sie hat eben eine schlimme Geburt gehabt. Ah, okay. Notkaiserschnitt und so. Und sie ist fast draufgegangen. Und dann hat sie ein bisschen Angst gehabt, Respekt. Ja, Und sie hat eigentlich nicht wollen, nochmal eins, wegen dem. Und das zweite war Ah, der okay. geplante Kaiserschnitt. Gewesen. okay. Und das war ohne Problem. Die zweite Geburt hat sie ganz anders erlebt nachher. Okay. Aber jetzt wird sie keine mehr. Ja, Aber 7 Lange Jahre 2. Abstand. Hä? lange 2. Ja, ich hätte schon einen Bub wollen. Ja, verstehe ich. Das ist Aber schade. ich will es, aber trotzdem ist es verdammt viel Arbeit. 2 ist schon mehr. Ja, Aber am Anfang sind sie die ganze Zeit am Pennen und so, du merkst es dann. ja eben, am Anfang sind so mega viel am Pennen. Aber sie haben Aber einen riesen was Abstand. hast du die härteste Phase gefunden mit deiner ersten Tochter? Jetzt. Das ist Wirklich? ein Aslak und Scheiße. Ich sage dir nachher eine Sprachnachricht von ihr. Ich kann sie eben da nicht laufen, das ist zu lustig. Du musst mich nachher Ist sie jetzt erinnern. am anstrengendsten, oder was? Ja, sie will die Kleider anlegen, hure sture Grind, die Kleider, das. Nein, ich will das machen und sie hat ihre Idee und ihre Idee muss genau so sein, wie sie... Ah. Scheiße. Du hast voll die Diskussionen. Muss wahrscheinlich- Was hassest du am meisten? Ich hasse vieles. Aber was ist so das etwas, wo du voll hassest? Bei was? Hä? Bei was? Etwas, was dich stresst? Etwas, was mich stresst. Viele Menschen. Viele Menschen. Mhm. Wohnst du jetzt an einem Ort, wie viele Bekannte, die ich kenne, die wollen wegzügeln, wo sie nur noch allein sind. Und ich verstehe das erst das jetzt. nicht, das nicht. Nicht. Ich bin so ein Mensch, ich muss schon in der Stadt leben, es muss etwas um mich Okay. herum laufen. Aber ich rede nicht gerne mit vielen Menschen. Ich schaue und Ja. beobachte gerne und bin gerne unter Menschen, so in der Stadt, im Läden, so. Aber ich rede nicht gerne. Du redest, dann ist der Podcast eigentlich beschissen. Nein, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich weiss, was du meinst. So, du bist jetzt in einem Podcast, du führst ein Gespräch, ist okay, aber nachher Nachher gehe kannst ich du nicht die heim und ganze dann Zeit wieder schnurren. isolieren. Verstehst Ja, voll, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja, voll. Und gibt es irgendwie Creators in der Schweiz, du? was du sagst, der ist wirklich der, den ich gut finde? Und einer, den du voll verschissen findest? Ich frage eben immer Top 3, aber du bist halt kein
Content Creatorin eigentlich? Nein, aber Was würdest du sagen, so Top 3? wo auch spannend ist, ich finde eben gar niemand, sorry, wenn ich das so ehrlich Ja. bin. Ich finde eher so Sachen witzig, die du machst oder so, weißt, aber so. Die sind auch halt anders, alle anders, ganz anders als ich. Also ich finde es nicht so mega spannend. Ich schaue Ja. so, aber so richtig spannend, dass ich sagen muss, oh, ich habe keine Story verpasst oder so. Gibt es niemanden, wo du sagst, der hebt sich so ab, den findest du gut? Nein. Oder einen, wo du auch sagst, der ist der größte Riesenspaß Nein. oder so, nicht? Also ich würde sagen, mich selber. Wenn ich so arrogant sein darf. Also, dass du gut, aber den, wo du voll verschissen findest? Außer die anderen? Der finde ich voll verschissen. Jemand, wo du siehst, du musst ihn sogar blockieren oder so, dass du über seine Videos oder ihre Videos auf... Ja, ich bin überlegen, aber es ist meistens niemand von der Schweiz, wenn dann so... Ah, nicht von der Schweiz? Okay. Eben deswegen... Ja, okay. Alles klar. Christian Wolf, der jetzt im Bald. Den findest du nicht gut, oder? Nein, ich finde ihn gut, aber gib mir langsam auf die Nerven die For You-Page mit Ja, es kommt die ganze Zeit. Christian Wolf da. Der mit Seine seinen Moorprodukten. Moor. Ich Schau, habe der letztes hat sogar noch Moor, ich kann nicht mehr. Mal das probiert, ja. Und dann habe ich Der ist irgendwie schon gelesen, ein das Zeug gibt bisschen Krebs und so, hässlich. keine Ahnung. Aber einer sagt das, einer sagt Nein, dies. Ich glaube, die Ja, Moorprodukte alles sind gibt schon Krebs. sehr gut, aber ja, ich finde es ein bisschen... Ja, egal. Ja. Er nervt. Ist immer auf meiner Er For nervt. You-Page. Manche könnten meinen, du bist fake. Was heisst für dich fake? Wie kann ich fake sein? Fake ist für mich jemand, der zu viel lallt und nicht direkt kann sein. Mhm. Also wenn ich jetzt da sage, oh, Birre, weil ich so geil sich und so, und danach gehe ich raus und sage so, ja, weißt du, schon ein bisschen Föhrig gewesen und so, der Podcast und so, und Ja, eigentlich ist er so und so und so, aber da bin ich voll cool mit dir und so, und das Ja. finde ich fake. Okay. Ja, voll. Sehe ich auch so. Ist so. Lieber dumm oder lieber glücklich? Lieber dumm oder glücklich? Das ist eine dumme Frage. Bro, du bist dumm. Hey, ich tue die Frage direkt. Das ist halt meine ich mache es. So. Das ist halt mein. Mit wie alt hat sie ihr erstes Tattoo gemacht und was hat das für eine Bedeutung? Mein erstes Tattoo habe ich mit 15 gemacht, da auf der Mit Seite. 15 hast du Mutter und so gesagt, ja, darfst du? Oder hast du einfach Nein, ich gemacht? habe einfach gemacht. Ah, schön. Das Geburtsdatum von meiner Mutter. In Aha, römischen ja. Zahlen. Ah, okay. Ja, dann hast du ihr immerhin können sagen, ich habe eben da gemacht und so und da. Also das mal und ich am Anfang bin ich bin im Restaurant am Arbeiten gewesen. Und da auch noch. Und ich bin immer so gelaufen, dass sie mich noch von dieser Seite gesehen. Nach irgendwann habe ich gedacht, ja, scheißegal. Ja. Ja, das Scheiß Dreck und sowieso dort und so. Weißt du, ist ja gar nicht so schlimm. Heutzutage sind die Ja. Leute das ganze Gesicht. Ich kenne einen, der hat 666 da. Ja, Auf der weißt du. Okay, was? Wieso macht. Ja, okay, das nicht. Das auch nicht. Was für hirnlose Frage. Scheiße, was für ein Müll. Ob sie uns normallos nicht in Ruhe lassen mit ihren fast monatlichen Beiträgen auf 20 Minuten. Interessiert fast nicht. Da kann ich ja nicht dafür. Kommen monatliche Beiträge bei dir 20 Minuten? Also, wenn dich Medien anfragen, oder tun sie manchmal einfach posten? Etwas? Sie postet einfach. Schon? Ja. Mich fragen sie eigentlich schon immer. Ja, vielleicht haben sie es gelernt, aber eben. Ja, ich habe sie nicht verklagt oder so, nie. Ja. Also postet es einfach. Ja. Aber hast du ja schon ein Problem gehabt mit den Medien? So, aha. Ja, es Haben wir ja läuft vor- auch ich im weiß, du darfst Hintergrund nicht läuft sagen, da ja. etwas. Ich darf nicht sagen, aber im Hintergrund läuft Das wäre ein etwas, spannendes Thema gewesen, aber Ich weiß, aber mache ich nicht. kommt dann in den Nachrichten. Es geht einfach darum, dass man einfach immer so rauspickt, was man will, ohne fragen. Ja. Würdest Und aber nicht danach mit... dann gibst du meinen Namen ein, dann nur Skandal die ganze Zeit, weißt du? So. Aber wenn ich mal etwas Gutes poste, oder weißt du, etwas Gutes passiert, dann wird das nicht nur immer schlechter, weißt du? Und dann, Voll. mein Name eingibst und es sieht so aus, als wäre mein Leben. Also ja, Das ist bei mir auch so. Ich habe eben, jetzt ist der Priester zu uns gekommen, weil wir das ist machen... echt Teufel in Person, weißt du? So. Ja, genau. Weil bei mir kommt, wir müssen Taufe machen am Sonntag und dann ist so ein Priester zu uns gekommen und nachher hat er mich gefragt wegen Social Media. Und nachher ich so, ja, eben gibst du weg bei Google ein. Aber nachher, wenn das eingibst, kommt gerade wegen Rassismus, Zeug und so, weißt du, was ich meine? Und ich so, ich Ja. bin kein Rassist und so, weißt du, musst jedes Mal gerade sagen. Und du, Ja. bei dir musst du auch mega viel Zeug Ich selber muss immer sagen, sagen. ich bin nicht so schlimm mit Leuten, eigentlich, keine Angst. Ich bin normal. Ja, voll. Und vor allem die Sachen von dir sind ja viel. Das ist ja, wann bist du beim Bachelor gewesen? Das ist ja 2018. das ist bald 10 Jahre her. Ja.
Aber gibt es etwas, was du würdest gerne aus dem Netz löschen, dass deine Kinder später das nicht sehen? Ich habe das bei mir. Habe ich Nein. das überlegt? Habe ich nicht. Keine Ahnung. Weil ich sehe jetzt nicht meine Urgroßmutter und meine Urgroßeltern und so. Die sehen später alles von uns. Meine ganzen Podcasts, was ich da geschnurrt habe und so. Wenn ihr das jetzt seht, irgendwann, ich bin schon lange tot. Ich kann euch gerne. Hallo, wie geht's euch? Ja, ich habe mir das letzte Mal so überlegt, wenn es das früher, das wäre auch krass eigentlich. Das ist so Ja, meine schon. Urgroßeltern und so im Netz. Ja, also das wären die anderen Fragen kann ich leider nicht vorlesen, die sind, das macht gar keinen Sinn. Und das ist völlig weich. Ja, das wäre es gewesen. Ich bin Freitag, bin schon müde geworden. Ja, wir sind fertig. Ja, du musst gehen. Du bequem. Hast du noch, immer könntest du am Schluss so einen Abschlusssatz sagen an die Leute? Kannst du ihnen sagen, ob sie dir sollen folgen, entfolgen oder weiss doch nicht was? Nein. Oder Warte, Message, warte, deepy warte, warte. Message und so, dass man so einen epischen Sound... Also warte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Spass gehabt beim Zuhören. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, was auch immer. Bye bye! bringen den Heim. I don't even know what it costs.